7-mal haben unsere 7 Landfrauen füreinander gekocht und sie ihre eigene strenge Jury gewesen. Heute kommt aus, wer die Gewinnerin der Landfrauenküche 2013 wird. Antreten sie die Appenzauerin Enna Köfer. Sie hat 3 Fleisch vom Jungsäuli mit selber gemachten Nudeln gekocht. Die Bernerin Stefanie Moser hat ein Trautengeschnetzelt mit blauem Herdöpfelstock zubereitet. Sibyl Meyer aus dem Aargau hat ein Angus-Beef mit Schnitz und Drunger serviert. Die Luzernerin Romana Zumbiu hat einen gefüllten Schweinsbraten mit überbackenen Röstitaler gemacht. Die Ramona Imhasli aus dem Wallis hat mit einem Lamm-Entrecôte und Safran-Risotto auftrumpft. Die Bündnerin Silvia Schier hat Kalbshaxen mit Bizockel gekocht. Und Dani Simone aus dem Friburgischen hat mit einem Entenbrüschli und Knöpfli gepunktet. Das ist SRF bei den Leuten Landfrauenküche das Finale. Und da ist unser Moderator, der Nick Hartmann. Guten Abend! Lamig! Dankeschön! Guten Abend miteinander! Sehr nett! Danke vielmals! Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Herzlich willkommen zum grossen Finale der Landfrauenküche 2013. Besten Dank schon mal vorweg an Nicolas Senn mit seiner Band Nonsens. Wir dürfen bei euch Gastrecht geniessen. Das ist das Potz Musikstudio. Schön sind ihr heute Abend auch da und uns musikalisch unterhalten. Ich freue mich darauf. Nicolas Senn und Band. Und das ist natürlich ein würdiger Rahmen für unsere Landfrauen. Das sind Schweizerinnen, die mit ihren Männern daheim mit der ganzen Familie erfolgreich ein KMU führen. Sozusagen ist das unser Frauenbeitrag im Themenschwerpunkt die Schweizerinnen da auf SRF. Oder? Mal einen Applaus für all die starken Frauen in unserem Land. Voll anzubrechen. So. Und was die getroffen haben, meine Damen und Herren, also Sie können sich in Acht nehmen. Wir haben ein bisschen geprobt und es wird fantastisch. Es wird gekocht wie wild. Und zwar nach dem tollen Rezept von einem grossartigen Koch, von Anton Mosima. Stelle ich Ihnen dann später in der Sendung vor. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir die Landfrauen vorholen, oder? Da sind sie. Ein Dosenapplaus für die Erna. Für die Steffi. Für Sibyl. Romana, Ramona, Silvia und Anni. Kannst du es ein bisschen geniessen? Ja. Schon? Ja. Wie geht es mit der Nervöse, Erna? Tipptopp. Was heisst tipptopp? Ja, ist so Rüebigenart. Hat nichts zu tun mit Karotte, Rüebig, nehme ich an, Rüebig. sondern einfach ruhig. So. Ja. Sibyl, magst Es geht. du? Soll ich dich noch ein bisschen in Ruhe lassen? Gerne, ja. Adi, bist du jetzt nervös auf diese Sendung? Weil er noch einmal kochen mit dem Anton Mosima zusammen? Oder vor allem, weil es darum geht, herauszufinden, wer die Siegerin ist von der Landfrauen? Nein, es geht eigentlich. Ich freue mich auf den Anton. Ihr seid schon extrem cool. Unglaublich, mit allen Wässerchen gewaschen. Schauen wir zurück auf die 7 Wochen, die wir mit euch zusammen haben können geniessen. Das ist eine schöne Zusammenfassung von unseren 7 Landfrauen 2013. Die Reise der 7 Landfrauen fährt im Appenzauerland an. Hier in Schlatt auf dem ersten Hof hat Enna Köfer zu sagen. Zumindest ihre Säue hat sie im Griff. Bei der Gemüseernte hingegen happert es ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ihr da genug bekommt. Macht aber nichts. Auf ihrem Teller landet sowieso vor allem eine gehörige Portion Fleisch.
Mit dem Boschi geht es weiter ins Bernbiet. Es gibt sicher Herdöpfel, Herdöpfel und Herdöpfel. Genau. Stefanie Moser hat zusammen mit ihrem Mann René nämlich einen Gemüsebetrieb. Nutztier hat es Bienen auf dem Hof keine. Die Rosse sind nur zum Vergnügen da. Stefanie ist nämlich auch noch begeisterte Springreiterin. Die Landfrau Nummer 3 ist im aargauischen Anglikon daheim. Bei Sibyl Meier kommt selten etwas auf den Tisch, das nicht aus ihrem eigenen Garten stammt. Und hier wächst nicht nur Gemüse. Ich grabe hier einen Erdhöhlensirup aus. Der war jetzt etwa 8 Wochen drin zum Reifen. Sie hat es zwar gern bescheiden und trotzdem für die Landfrauen verzieht Sibyl ihre Fruchtgummirössli extra mit Gold. Die Woche darauf sind die Landfrauen zu Besuch im luzernischen Hinterland bei Romana Zumbühl. Eine Hinterländlerin ist die 5-fache Mutter aber definitiv nicht. Die Romana und ihre Familie entspannen sich gerne in der Jurte bei exotischen Klängen. Und zusammen mit dem Mann Walter mixt sie aus ihren Kräutern ganz spezielle Sachen. Zum Beispiel ein Liebessalz. Eine Landfrau kann nicht wild genug sein. Die Liebesmixtur scheint zumindest bei den beiden zu wirken. Weiter geht's ins Wallis. Hier ist Ramona im Hasli daheim. Die gebürtige Bernerin hat ihren Mann Rinaldo an einer Schafshow gelernt kennen. Ich bin nachher gelaufen wie ein Schaf. Und zwar bis ins Fieschertal. Entspannen können sie am besten beim Wandern in der abwechslungsreichen Bergwelt. Bei der Silvias Tschier verschlägt die Landfrauen ins Graubünden. Hier, mitten im Steinbockland, führt sie zusammen mit ihrem Mann Niklo einen Bauernbetrieb. Silvia kocht zwar für das Leben gern, ihr Herz schlägt aber für die kleine Backstube, wo auch ihre Tochter ab und zu aushilft. Zum Schluss vor der Tour durch die Schweiz reisen die Landfrauen am Murtensee. Hier zu Motier ist Anni Simone daheim. Zusammen mit ihrem Mann Erik betreibt sie ein grosses Weingut. Bei der Traubenernte gibt es in der Donau. Wir fangen hier an, vielleicht gerade 2. Yvette, Beatrice. Anni Simone ist eine, die gerne selber anpackt. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, neue Fensterläden zu machen. Am schönsten ist es aber, den Tag mit dem Liebsten und einem Glas Wein auszuklingen. Das Finale von der Landfrauenküche 2013. Und das sind die Männer. Hey, du. Hey, Moment. Wie tun wir denn erst, wenn die Siegerin feststeht? Wir haben noch keine Siegerin, gell? Das haben wir mitbekommen. Es ist noch niemand Landfrau, Siegerin 2013. Aber schön, könnt ihr so applaudieren. Walter, deine Frau ist die Romana, gell? Nicht ja. die Ramona. Das Romana. Ja, die Romana. Ramona wäre dort oben, der Mann. Das ist deine. Jetzt musst du schnell ein bisschen erzählen. Ich habe im Film gesehen, dass ihr euch etwa mal liegend in diesem Zelt in dieser Hurde trefft. Das ist es so. Ja. Ja. Was macht man denn da so, wenn das Fernsehen nicht mehr dabei ist? Natürlich ein bisschen am Feuer zuschauen. Und ein Feuer, das inspiriert für allerlei. Musizieren, gute Gespräche. Und, ja. Und wo tut man das Liebessalz drauf? Nein, das brauchen wir nicht in der Jurte. Ach so. Das ist das braucht zum sie in der Würzen? Küche. Ja, das ist zum Würzen, natürlich. Du, hast du, Peach, deine Frau, Sibyl, müssen überzeugen, dass sie mitmacht bei der Landfrauenküche? Also wir sind alle sofort dafür und Sibyl haben wir noch ein bisschen überzeugen, dass sie auch ja gesagt hat. Eure drei schönen Töchter sind übrigens da hinten dran, wenn ihr euch mögt erinnern. Ich habe euch gerade wieder gekannt. Sali miteinander, alles gut bei euch? Ja. Habt ihr ein bisschen Bammel ums Mami? Nein. Nicht, eben, müsst ihr auch nicht haben. Kommt alles gut. Wenn ihr mitgezählt habt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Männer, 7 Landfrauen. Es ist also nicht so, dass man sich bereits die Männer teilt bei den Landfrauen, sondern einer ist nicht da. Steffi, wo ist er? Der René. Ja, der ist ein bisschen fort. Der ist in Hannover an einer Maschinenausstellung. Wir haben es im Film gesehen. Er lebt für das. Und ist er dort und tut sich weiterbilden. Ja, ist okay. Die Maschinen sind im Moment noch wichtiger als Steffi.
wer weiß. Das ändert sich schlagartig, wenn du heute Abend solltest gewinnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können auch gewinnen. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir wollen von Ihnen wissen, was denn die Lieblingsgerichte von uns Schweizerinnen und Schweizer sind. Es gibt 7 Gerichte zur Auswahl. Die Liebe zur Schweiz geht hier durch den Magen. 7 Lieblingsgerichte von Herr und Frau Schweizer stehen zur Auswahl. Wählt euer Lieblingsgericht und gewinnt einen von 3 Migros-Gutscheinen im Wert von je 3000 Franken. Wählt die Nummer 0901 54 43 und die Endziffer 01 für das Fondue. Für Bratwurst und Rösti wählt 02. 03, wenn die Aupler Makrone euer Favorit ist. Berner Platte mit Sauerkraut hat das Endnummer 04. Das Raclette hat das Nummer 05. Für das Cordon Bleu mit Pommes frites wählt 06. Wenn ihr das Zürich-Schnetzelte mit Rösti vorzieht, das Endnummer 07. Also, dass wir uns richtig verstehen. Sie können jetzt nicht anrufen und dann liefern wir das Ihnen heimliefern. Das ist kein Bestellservice, sondern das sind 7 Nummern, 7 Gerichte, die Sie wählen können. 0901 54 43 und dann 01 bis 07. So ein Anruf kostet 80 Rappen. Sie können auch gratis mitmachen via WAP. Also, ich habe ihn vorher schon angekündigt, er ist ein grosser Star, er kocht seit 25 Jahren in London, hat alle grossen Stars schon bekocht und er ist ein riesengroßer Fan von der Landfrauenküche. Darum hat er gesagt, ich komme spontan daher, bringe ein Rezept mit und koche 2 Stunden lang mit den Finalistinnen von der Landfrauenküche 2013. Herzlich willkommen, das ist der Anton Mosimann. Welcome. Ich muss also sagen, Anton, wir sagen einander «du», weil die Engländer kennen auch kein «sie». Dort ist auch alles das immer nur stimmt, richtig. «du». Ich habe kürzlich gesagt, als ich gefragt wurde wegen Anton Mosimann in der Sendung, habe ich gesagt, ich bin champagner nervös. Weil, du bist ja so ein Grand Seigneur von der Küche. Nein. Bist du, oder wie hast du es geschafft, bei all dem Glamour, das du jeden Tag erlebst, die Bescheidenheit auch zu behalten? Du, das ist meine Natur, das ist irgendwie in mir innen und so ist es einfach. Also, ohne Probleme. Was fasziniert dich so bei der Landfrauenküche? Ja, die Kreativität, die hat unheimlich gut geschafft. Das vor 2 Jahren gesehen, letztes Jahr schon gesehen im Fernsehen. Ich war sehr beeindruckt, dass sie sich da Mühe gegeben haben und ich wollte das Beste machen und ich gesagt, du, da möchte ich gerne dabei sein. Und jetzt bin ich da. Wer kocht denn jetzt bei dir? Ich meine, Samstagabend ist ja die Hütte normalerweise voll zu London, oder? Also das Haus ist voll. Entschuldigung. Die Hütte nicht. Ja. Das Haus ist ganz voll, da hast du ganz recht. Ich habe einen guten Küchenchef, ich habe 2 Söhne, die im Betrieb sind und die sind heute Abend am Gusseln, wie man sagt. In der Hütte? Im Haus. Los, wir haben dich besucht im Vorfeld, wie das du schaffst. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder schon mal bei dir im Restaurant war, ist essen. Wir haben mit der Kamera dürfen dir über die Schulter schauen und sind in die Küche auf London. Anton Mosimann und London. Die 2 haben sich gefunden. Jetzt gerade hier sind wir gerade vor dem Buckingham Palace, wo wir durchfahren. Das kenne ich gut. Von außen und natürlich auch von innen. Sehr gut sogar. Schon so viel da gekocht und es macht immer eine grosse Freude, da zu sein. Der Anton Mosimann kocht nicht nur für die Royals und königliche Gesellschaften. In einer der vornehmsten Gegenden von London steht sein Restaurant. Seit 25 Jahren gibt es die Mosimanns hier im Belgravia-Quartier in einer alten Kirche. Es ist ein Club. Für hier zu essen, muss man zahlendes Mitglied sein. Der Chef thront über allem und schaut zusammen mit seinen 2 Söhnen und rund 70 Mitarbeitern für das Wohl von seinen Gästen. Good morning, everybody. Good morning. Hope all is well. It was a great evening last night. Thank you very much. Viel Prominenz lässt sich da kulinarisch verwöhnen und in der Nacht Private Rooms kann man diskret und im kleineren Rahmen dinieren. Das ist einer unserer Privaträume, der La Ligue, sehr beliebt bei unseren Gästen. Wir hatten George Bush Senior da und wir sind sehr stolz, wenn er zu uns essen kommt. Und das ist sein Lieblingsraum im Mosimann. Sportler, Politiker und Promis aus allen Sparten haben schon im Mosimanns gegessen und sind der Stolz vom Chef.
In der Küche geht es ruhig zu. Klassiker wie das Pilzrisotto werden immer noch jeden Tag gekocht. Das ist jetzt der Risotto. Wichtig ist, dass er eine gute Konsistenz hat. Suchen. Schmeckt wunderbar von diesen frischen Pilzen. Wunderbar. So, da, Risotto. Der Bestseller seit 25 Jahren. Jede Woche. Das ist wahnsinnig. Keep it simple. Also, ich bin immer dafür, dass man einfache, gute Produkte braucht. Die besten Produkte. Nicht unbedingt die teuersten, aber die besten, die es auf dem Markt gibt. Und dann möglichst wenig damit machen. Also den Eigengeschmack beibehalten, ein bisschen kreativ sein mit dem Produkt. Das ist wunderbar. Hohe Qualität und Diskretion sind das Erfolgsrezept von Anton Mosimann. Ladies, lovely to see you. Lovely to see you. Beautiful to see you. And it's lovely to have you here tonight. Anton Mosimann. Hi, hi, hi. Es gibt ja so viele Risotto-Rezepte, wie es Köche gibt. Tust du den Parmesan noch vorher rein und servierst ihn so oder tust du ihn nur oben drauf? Nein, vorher schon. Zum Binden. Mein Risotto ist ganz speziell. Zuerst mal koche ich ihn mal 1:1. Vorkochen. 1 Liter Flüssigkeit, 1 Kilo Reis. 10 Minuten kochen, auf die Seite tun und dann fange ich an Risotto kochen. Mit einer wunderbaren Champignonsauce, auch schon gemacht, also frische Pilze, die man hat auf dem Markt. Wunderbar. Ein bisschen Trüffelöl und zuletzt noch ganz wenig Champagner. Ah, Nicht, voilà. also nicht jeder Champagner, sondern Mosimann Champagner. Okay, einfach so. Das muss man sehen. Genau. Also jetzt, es gibt ja kein Risotto heute, das können wir schon mal verraten. Richtig. Aber du hast ein Rezept mitgebracht, eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert. Unsere Landfrauen haben die Rezepte gestern Abend schon mal bekommen und dort haben wir auch Gruppeneinteilung gemacht. Vorspeise wir, da sind wir gleich etwa eine Stunde. Carpaccio von Felchen. Ja. Ja, da könnte man sein. Also. Wo geht's? Du bist der Gute. Mit frischen Steinpilzen und Gleisen. Ah, das ist fein. Wollen wir schauen? Nein, dann müssen wir noch Gelatine. Ein Äpfelstrudel mit Hoppla. Beeren. Aha. Also, etwas mit Fisch, Wild und ein feines Dessert. Das sind die 3 Gerichte, die die Landfrauen heute kochen. Ganz wichtig zu sagen, das, was heute gekocht wird, das wird beurteilt durch eine Jury, hat aber keinen Einfluss darauf, wer die Siegerin ist von der Landfrauenküche 2013. Weil das haben ja die Landfrauen miteinander schon ausgegeben. Ja, sie wissen es noch nicht. Ja, genau. Aber sie haben sich jeweils nach dem Essen dann benotet und die Resultate liegen uns vor. Diese Auflösung kommt dann am Schluss der Sendung. Alle Rezepte finden Sie auch vom Internet auf unserer Webseite srf.ch. Also, wenn wir den Startschuss geben, die sollen in die Küche. Wir machen hier Dessert, machen hier Hauptgang und das Hinterste Ich glaube, das ist machen wir eine ganz gute Idee. Sie haben übrigens gut geschlafen, habe ich gehört. Also, die Rezepte sind nicht allzu schlimm, nicht allzu schwer. Also viel Glück. Und ich bin da, zum helfen, um euch begleiten. Wenn ihr irgendetwas möchtet wissen, was immer, ich bin einfach da. Hä? Gell? Tun wir so als der Pate in diesem Fall Coach zu beurteilen. Achtung, fertig, los! Komm, wir gehen mal zu der Vorspeise ab. Ja. Das ist dies. Gut. Als Hinweis für die Zeit, ihr habt 40 Minuten Zeit. Jetzt Uhrenvergleich, ich habe 8:30. Ja, das wäre ungefähr 10 ab. 10, Viertel ab 9. Ganz wichtig am Anfang, sagt euch der Anton jetzt gerade, ist das Mise en place. Richtig, das ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich bereits, das ist gut vorbereitet. Das ist die Marinade vom Fisch. Ja. Es gibt ein Felchen, ein Carpaccio von Felchen, das sicher in ist im Moment. Sehr gesund, sehr einfach und vor allem sehr leicht
Das ist ganz, ganz wichtig. Vorspeise, ja. Das ist die Vorspeise, also hier Salaten, das ist dann für die Mayonnaise. Wir haben eine Mayonnaise, eine grüne Sauce mit halb Joghurt und halb Mayonnaise vermischt, dass es ein bisschen leichter wird. Das ist dann ganz nett zum Carpaccio zum Mitessen. Das gibt eine Sauce oder gibt es zwei Saucen? Es gibt eine Sauce, gemischt nachher. Ja, eine Kräutersauce, ganz grün, mit dem Mayonnaise und mit dem Joghurt vermischt. Kräutli ist ja ein bisschen dein Stichwort. Du bist Kräuterfrau, du bist auch eine Heilpraktikerin, wenn es darum geht, Sachen mit Kräutli selber machen. Genau, ja. Was hast du geschluckt heute noch vor der Sendung, für die Nervöse oben runterzubringen? Also was ich genommen habe, also unter dem Tag habe ich noch so eine Gallenhex genommen, wo mir ein bisschen Power und Kraft gibt, mit viel Bitterstoff drin. Und am Nachmittag ein bisschen Melisse. Was ist eine Gallenhex? Eine Blume? Gallenhex, das sind ganz verschiedenste Pflanzen, die man Ja, so. einen Monat lang durch den Alkohol einlegen. Das ist ein Tinktur. Super! Mich würde das gerade unter Da die freue ich Küche mich tun. natürlich, wenn ich da so mit viel Kräutern arbeiten darf. Das Also. passt zu mir. Ihr seid das Dritte, he? Ihr Ja. zwei plus Gallenhex. Genau. Was machst du? Habt ihr euch schon ein bisschen abgesprochen? Wir haben uns abgesprochen, ja. Das ist eigentlich klar. Die Stefanie macht Marinade und ich fange jetzt mit der Mayonnaise an. Ja. Gut. Was ist wichtig bei einer Mayonnaise? Das ist ja immer etwas recht Heikles. Ja, oder? es ist ziemlich, also die Temperatur vom Öl ist wichtig, frische Eier, das ist auch ganz wichtig. Und dann gut rühren. Ständig rühren, das ist ganz, ganz wichtig. Was ist der Unterschied von dir als Profi zu einer Frau, wie jetzt eine Landfrau, die bei der Küche mitmacht? Gibt es da einen grossen Unterschied? Nein, schlussendlich ist es eine Mayonnaise. Wer sie gemacht hat, muss der Gast nicht wissen. Es muss einfach gut sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Was kann dir ein Anton Mosimano zeigen? Wo willst du ihn gerne kützeln? Also am allerliebsten möchte ich natürlich gerne so einen Monat zu uns auf den Brunmator fahren. Das wäre Schöne perfekt. Idee, genau. Also, Das können wir leider nicht erfüllen. Schaffen und der hat den Kost und Logis. Ja, gute Idee. Steffi, hast du das schon mal gemacht? Ja gut, jetzt haben wir so etwas ist nicht wahnsinnig schwierig, oder? Nein, nicht Marinade, das Nein, geht. nein. Du hast dich für einen blauen Herdöpfelstock entschieden. Ja. Ist das ein schwieriger Entscheid, so etwas Außergewöhnliches zu machen? Nein, überhaupt nicht, weil wir haben seit Jahren bei uns blaue Herdöpfel und den blauen Herdöpfel kannst du eigentlich nur für Herdöpfelstock brauchen. Der ist sonst, Ich kenne es, ja. sonst ist er viel zu trocken. Und es gibt einen super Herdöpfelstock und natürlich für das Auge ist es der absolute Wunderbar, Hammer. sieht sehr gut aus. Ja. 40 Minuten Zeit habt ihr für die Vorspeise. Ihr macht ein Carpaccio vom Felchen mit einer grünen Mayonnaise. Das ist Mayonnaise mit ein bisschen Kräutchen dran. Ja. Und Joghurt. Und Joghurt. Das ist ganz wichtig, ja, damit es einfach leichter wird. Wir freuen uns. Gut. Schmeckt noch nicht so wahnsinnig. Den Fisch schmeckt noch gar nicht. Müssen wir den jetzt erst noch fangen, oder? Der kommt noch. Der kommt noch. Ja, Der ist im See Ganz noch. frisch. Wir gehen zum Hauptgang. Sibyl, Gut. Anni und Ramona. Da gibt's. Wolltest du schnell sagen, Anni? Was machen wir? Rehrückenfilet. Rehrückenfilet. Rehrückenfilet, ja. Richtig, ganz genau. Wir haben am Nachmittag den Fond gemacht. Ja. Übrigens, es sieht gut aus, so weitermachen. So, Dazu jawohl. gibt es Spätzle. Das ist der Fond, hä? Das ist Jawohl, der Fond, das ist davon, jawohl. Dann haben wir einfach Wildknöchel eingekocht. Richtig. Jawohl. Und dann abgelöscht. Anbraten zuerst, Ja. dann gut mit Gemüse ein bisschen verfeinert und dann ablöschen mit Rotwein, einkochen, wieder auffüllen mit Rotwein und dann wieder einkochen. Lohnt sich das, einen Fond selber zu machen? Gibt doch so gutes Zeug, das du kaufen kannst. Ja, also ich finde, es ist schon ein Unterschied, ganz sicher. Und vor allem heute Abend, ich freue mich drauf. Ich habe das schon ein bisschen versucht vorher, sehr gut rausgekommen bis jetzt. So, macht wieder so. Wie habt ihr euch aufgeteilt, Ramona? Ich darf das Rehuntergott machen. Schön. Mit Braten und allem. Ja. Ist dein Lamm nicht das letzte Mal bei dir in der Küche, wo in deiner Sendung nicht ganz durch war? Mir hat es gehört, ja, aber am Schluss ist es gleich gegangen. Wir geben jedem eine zweite Chance. Ja, Genau. danke. Und Sibyl macht das Rotbrot, Genau. den Kabis. Du bist eine Frau fürs Gemüse. Du hast dich an einen veganen Teil hergewagt, wo du für die Landfrauen gekocht hast. Wie häufig gibt es bei dir einfach vegetarisch oder sogar vegan? Sehr häufig. Ja. Ist recht aufwendig, oder? Nein, gar nicht. Nicht? Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber es ist eigentlich einfacher. Jetzt gibt es Rotkraut. Das wird geschmoren, habe ich gehört. Richtig, jawohl. Was ist da der Unterschied zum Kochen? Ja, es ist eben, es wird zudeckt in dem Sinn und im Ofen innen geschmort. Im Ofen vor allem, da wir zu viel Platz haben auf dem Herd,
hat es in den Ofen rein und wieder ganz mit einer leichten Temperatur, also Low Temperature, wie man sagt, wird es nachher pressiert, geschmort, ja. Euch geben wir 50 Minuten Zeit. Ihr habt auch am halb angefangen. Das heisst 21:20 müsste serviert werden. Ihr seid recht ruhig, duckt mich. Könnt ihr nicht Fürsche arbeiten? Nein. Du, sonst die Fenster sollte man wieder mal putzen. Speise. Ist gut. 21. Ich mache jetzt Ja, auf, ja. Ein bisschen Salz drin und ein bisschen Öl. Ja, ganz wenig Öl drin, gell? Okay. Und ihr könnt auch anbraten mit dem Rücken auch anbraten. Jawohl, ja. Gut, prima. Alto, Dann komm, wir gehen bis zum später, Dessert. hä? Ja, bis später. Ich komme nachher für das, gell? Silvia Sieht gut und aus. Erna, Kanton Graubünden und der Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ganz wichtig immer, dass man betont, Innerrhoden. Sicher. Gell? Ein bisschen mehr offen. Da ist man ungeheuer stolz drauf. Ja, vielleicht noch ein bisschen länger. Ja. Aber das mit dem Streit zwischen Ausser- und Innerrhoden, das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen geleitet. Gell, habe ich gehört? Ja. Oder hast du von Ja, dem noch mit nichts niemandem mitbekommen? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Es gibt bei euch einen Äpfelstrudel mit Glasse. Richtig. Und Vanillesauce. Ja, und Vanillesauce. Ja. Also Vanilleglasse und Vanillesauce, beides. Ja. Was gibt das? Da geht Glasse, Semmet, Würznägeli-Glasse. Ja. Eben, das müssen wir jetzt aufkochen, Ja. bis zu der Rose, haben wir gesagt, gell? Was heisst Noch nicht die ganz, Rose? oder? Ja, nein, dann schon. Jetzt, wenn's, Gerade einmal. jetzt muss ich den haben, und zwar schön sauber. Eine Schnauze. Ja. Schau, da hast du ein Holzkellerli. Schau, wir haben noch ein zweites. Das ist genau Das ist so. gut. Ja, ja. Du bist doch gut. Gut, ja, ja. Also muss Einfach, man stehen lassen. ja, ein bisschen stehen lassen, nachher tun wir es auf die Rose Dann auf die kochen. Rose, ja. Gut. Und dann wird das abkühlen, gibt es eine schöne, wunderschöne Glasse. Was heisst auf die Rose kochen? Machen wir die Kamera mal schnell ein bisschen Platz. He? Ofen anstellen. Wenn es ein bisschen weiter weg ist, dann schauen wir über die Spatule schauen, ob es klebt, und dann müssen wir blasen. Und wenn es eine Rose gibt auf dieser Spatule, dann ist es richtig. Ah, was? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es muss eine gewisse Dicke haben, damit die Glasse nachher auch binden. Ganz, ganz wichtig. Für was kann man das alles brauchen, die Rose, das Blasen? Das ist nur eine Sache vom Checken. Aber in welchen anderen Gerichten? Nur da? Nur Vanillesauce, Ah, ja. sicher. Ja, das ist ganz interessant. Also Vanilleglasse in diesem Fall. Ja? Ja. Gut. Schau noch mal, haben wir jetzt die Rose? Die wollte ich sehen. Ja, ist später. Die Ja. kommt erst zum zweiten Mal aufkochen. Aha. Jetzt Wenn das jetzt ein bisschen ruhig lassen, wenn es ein bisschen mehr Geschmack bekommt, dann tun wir den Rüff, wenn ihr so weit seid. Gell? Tut Ja. auf die Seite und dann kommen wir vorbei. Gut. Und das Euch ist geben wir Zeit bis 21:50. Jawohl. 70 Minuten. Gut. Mögen wir es gerade knapp, oder? Und Silvia, Sehr gut. du bist ja eigentlich versiert, wenn es um Teig geht. Du backst ja viel. ja, sehr Schon gut. noch, ja. Prima. Das ist jetzt ein Strudelteig. Gut gemischt. Jetzt auch noch ein bisschen Ofen rein tun. Ja, noch ein bisschen Ofen tun, schön Ja. warm. Auf ein Blech und dann mit einem Geschirr dazu. Ah, hast du eins. Das ist ja wunderbar. Tipptopp, gell? Der ist schon fertig, der ist schon erledigt. Da geht es in den Ofen rein, zum elastisch machen, dass es schön warm wird, dass man gut ziehen kann. Das ist ganz, ganz Und bei was für einer Noch ein bisschen Temperatur? anstreichen. Nein, noch nicht. Das ist gut. Du kannst offen tun. 50 Grad, Danke. ungefähr 10 Was hast du Minuten. drin da, im Teig? Mehl, Zucker, ein bisschen Salz Ja. und Wasser und Rapsöl. Okay. Da Klingt sind wir gut. gespannt. Ja. Am Schluss, deinen Teig muss man können ziehen Jawohl, und durch nachher die Zeitung lesen und dann ist er gut. das ist wichtig, das ist ganz Und der so verreisst dünn. nicht. Nein, der darf nicht verreissen. Der muss so dünn sein, dass du die Zeitung durchlesen. Wie wichtig ist das Dessert bei deinen Gästen? Sehr wichtig. Das ist doch das Letzte, was man isst an und für sich. Was doch muss gut sein. Wenn die Vorspeise gut ist, Hauptgang ist gut, dann muss das Dessert ebenso gut sein. Wenn nicht noch besser. Und sind die Engländer auch so, dass die noch ein Käsedessert nehmen? Oder hast du das eingeführt? Nein, die Engländer tun sehr oft, dann haben sie anstatt des Dessert haben sie dann ein Savory, sogenannte Würzbissen, also mit Käse zubereitet. So eine Art Käseschnitte oder Spinat mit Schinken und Käse, irgend so etwas, wegen Port. Die Engländer trinken sehr gerne Port nach dem Essen. Und dann passt das Käsegericht sehr gut dazu. Ja, hervorragend. Hast du eigentlich immer ausverkauft? Ja, meistens. Also für die jetzt Nach all diesen Jahren? Nach all diesen Jahren? Ja, doch. Es freut mich. Du bist schon mal zurück in die Schweiz gekommen und hast das Gefühl, man könnte da gleich auch wieder Fuß fassen. Hast es aber dann gleich nicht gemacht. Warum bist du wieder zurück auf England? Du, ich war in England gesehen und das ist einfach dann mein Zuhause und ich habe dort meine Freunde, meine Gäste und meine Members und das ist auch ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht immer 2 Orten sein zur gleichen Zeit, das ist schwierig.
Wie wichtig ist die Schweizer Küche? Wenn man es weltweit anschaut, es gibt die Trends mit asiatischer Küche oder die Italiener, die man auf der ganzen Welt isst. Die Schweizer haben eigentlich wunderbare Gerichte, aber die kennt man nicht so. Ja, es kommt schon so langsam. Ich meine, in der ganzen Welt, ich war jetzt gerade in Vietnam gesehen, vor ein paar Monaten. Da hat es auch ein Schweizer Restaurant, das sehr gut läuft, wo wirklich lokal, also Schweizer Spezialitäten kochen. Das geht schon, doch. Also, wie lange sind wir? Schön bist du bei uns, Anton Mosimann. Danke. Du schaust und kümmerst dich ein bisschen um deine Landfrau. Wir machen ein kleines musikalisches Intermezzo. Ich habe Ihnen vorher den Nicolas Sen schon vorgestellt. Er ist da mit seiner Band Zen und Nonsens. Und das Stückchen, das sie spielt, heisst «Die mutige Gäsekatz». Nicolas Sen und Nonsens. Der Christian am Klavier, der Nicolas mit den Haaren am Schlagzeug. Ja, der hätte müssen kommen. Oder? Da kann man ja nicht einfach nichts sagen bei so einer solch tollen Frisur. Und Madeleine am Bass. Wie hat's... Das habe ich immer noch ich. Das ist mein eigenes Mikrofon. Wie hast du die Band zusammengestellt? Ja, die Band haben wir extra für heute Abend zusammengestellt. Wir haben einen Jazzer genommen am Schlagzeug. Wir haben eine Klassikerin genommen am Kontrabass und wir haben einen Fernsehredakteur genommen am Klavier, am Christian arbeitet bei uns, natürlich. Und einen Holzfäller am Hackbrett. Ist das ein Projekt, das nach dieser Sendung weitergeht? Ja, würde uns freuen. Wir haben jetzt wochenlang in einem Zivilschutzkeller geprobt, geschwitzt und gelitten. Und jetzt hoffen wir, dass da noch etwas daraus fruchtet. Musst du immer noch als Musiker in einem Zivilschutzkeller proben? Beim Nicolas Sen habe ich das Gefühl, du probst wenn in einer Hotelsuite. Ja, unsere Zürcher wollten eben nicht ins Appenzellerland proben. Wenn gehst du wieder richtig weg mal mit dem Hackbrett? Du bist schon auf dem Kilimanjaro oben, du bist schon in Asien. Hast du etwas geplant? Ich habe gerade eine Anfrage für Peking nächstes Jahr.
Und die Chinesen lassen sich aber ein bisschen Zeit beim Verhandeln. Jetzt muss ich dort ein bisschen Druck machen, dass sie endlich eine Antwort geben. Und die Chinesen haben ähnliche Instrumente, oder? So Härfeli und so, die wahrscheinlich noch verwandt sind mit dem Hackbrett. Yangqin, sagt man dem. Über 1 Million Hackbrettspieler. Aber prozentual haben wir mehr. Das stimmt. Ich, der einen Dreier in der Mathematur bin nachgekommen. Sehr gut. Ja, nicht so schlecht. Nicolas Sen, schön bist du da gewesen. In 2 Wochen wieder, 4.7. Samstagabend, Potsmusik. Nicolas Sen und Nonsens. Wie sieht es aus mit dem Rehrücken und der Spätzle? Ja, Spätzle. Und Rotkraut und natürlich karamellisierte Maroni. Spätzle geschabt von Hand. Das ist ja ganz interessant. Das sind also keine Knöpfe, sondern das sind jetzt Spätzle. Knöpfe sind ja rund. Tun wir den Teig schön verstreichen. Wer pfeift? Sind wir das? Vielleicht sind wir, ja. Können Sie. Gut, man sieht mal. Ja. Knöpfli sind rund und Spätzli sind Schwänzli. Genau, sind Spätzli, ganz genau. Ja. Gut, sehr gut. So. 2, wie gesagt, von Hand. Wichtig ist, dass der Teig dünn ausgestrichen wird und dann mit einer Spatule einfach so abschaben. Gut, jetzt lass die Frauen. Jawohl. Schön langsam, gemütlich, kein Problem. Ja, Moment, warte schnell. Hast du das schon mal gemacht? Nein, nicht so. Nicht so. Hast du so kann ein Knöpfchen sein. Genau, ein Sieb, das man einfach durchdrücken kann. Aber das ist gut. Ein bisschen warm machen, die Spatula, das ist gut. Ich kaufe sie gerne so vakuumiert. Ja, nein, weißt du, 250 Gramm oder 500 Gramm? Oh, das ist ein absolutes No-Go. Nein, die sind sehr fein. Ja, die sind super. Ja, irgendwie das noch so einen Frauennamen. Wunderschön. Als Vornamen haben die ja mit. Das bisschen, ja. Okay, und dann kann man es rausnehmen. Tun die anstehen, dass ihr auch mal dürfen? Nein, ich glaube, ihr habt ein bisschen viel Zeit. Nein, am Schluss kommen wir dann nachher schon ins Dribbeln. Wenn es dann darum geht, Ramona, was hast du für Reaktionen gehabt auf deine Sendung im Wallis? Nur positive Reaktionen, das war wunderschön. Kannst du noch posten, innerhalb so kurzfristig, 5 Minuten? Nein, kurzfristig geht nichts. Man muss ein bisschen Zeit einplanen, aber es ist doch schön. Dann kann man mit den Leuten dürfen. Was sagen sie denn? Es war wunderschön der Film, was wir für die Gegend haben, und wie wir leben. Ja, wie im Film halt. Ah, schön, das hoffen wir. Ja, ab morgen ist dann alles wieder vorbei. Weitermachen, das ist sehr gut. Alle Rezepte findet ihr im Internet auf unserer Website srf.ch. Für wer kocht denn jetzt eigentlich die Landfrauen heute am Abend? Ich habe gesagt, es gibt eine Jury. Und die holen wir jetzt für. Wir haben noch niemandem gesagt, wer es ist. Ihr habt keine Ahnung, wer jetzt da kommt, für wer das er kocht. Das Publikum hat keine Ahnung. Sie auch nicht. Wir haben es noch nie lesen können. Wir haben es niemandem verraten. Das sind 3 kleine Hinweise. Das ist verrannter Weg! Das ist eine Grenze! Ihn kennt man als ehemaliger Fußballtrainer. Er weiss, wie etwas richtig aufgestellt sein sollte. Darum ist er unser Experte für das Auge. Beim Heimfahren schmecke ich die Äpfel, die ich beim Bauer gekauft habe. Ihre Stimme kennt man vom Radio. Sie ist blind und hat auch schon ein Buch über Gerüche geschrieben. Darum ist sie unsere Expertin von der Nase. Sind ihr alle da? Ja? Seine Stimme kennt man vom Kasperli. Der Schauspieler sagt selber von sich, ich bin ein Geniesser. Er ist darum unser Experte für einen Gaumen. Und da sind der Fußballexperte, der Hans-Peter Latour, meine Kollegin vom Schweizer Radio SRF, Yvonne Scherer und der Schauspieler der Jörg Schneider. Hey. Jetzt tue ich den Tante erklären, gell? Gut, bitte. Freut mich sehr. Sali Hans-Peter. Sali nicht. Platz.
Und Yvonne, jetzt sitze ich bzw. stehe direkt vor dir, lange dir über den Tisch und gebe dir die Hand. Hi Nick. Freut mich sehr. Gleichfalls. Wie heisst der Hund? Saphir und Sari, nicht Sophie. Saphir und nicht Sophie. Jetzt, Yvonne, bin ich rechts von dir, ca. 30. Jetzt schaust du mich direkt an. Haben wir so abgemacht miteinander, weil es irritiert natürlich, da innen jetzt Lautsprecher. Und an was orientierst du dich jetzt da innen, Yvonne Scherer? Jetzt gerade an deiner Stimme. Du hörst mich aus dem Ecke, wo ich bin. Genau. Wie schmeckt es da innen? Ja. So ein bisschen nach Lösungsmittel, wie wenn man noch ein bisschen gestrichen hat. Vage nach Essen. Ich glaube, Rotkabis könnte ich zum Menschen noch. Und so ein bisschen etwas wie Früchte. Du bist sensationell. Du bist eine Spezialistin. Du hast deine Nase ausgebildet als Organ, weil dir der Sehsinn fehlt. Wann hast du mit dem angefangen, dass du gefunden hast, du könntest das richtig zu einer Kunst schon fast stilisieren und spezialisieren? Noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Erst ein paar Jahre. Ich hatte immer das Gefühl, es schmecken alle Leute einfach gut. Das sei so normal. Und dann habe ich mal auf Bücher gelesen und habe dann gemerkt, dort ist gestanden, wenn man sich einen Duft vorstellen kann, ohne dass man ihn schmecke, dann hat man eine besonders gute Nase. Und dann habe ich gefunden, ja, easy. Dann dachte ich, ja gut, in diesem Fall sollte ich mich dem mal widmen. Dann habe ich angefangen. Was ist der einfachste Duft zum Vorstellen? Einer, den du gerade so abrufen kannst? Kaffee. Ja, ich schaffe es nicht. Aber es wäre fein, jetzt einer. Gell? Schön bist du da. Yvonne Scherer. Hans-Peter Latour, der Mann, der weiss, wie man mit einem Team in einer Gruppe einen Erfolg feiern kann, einen Erfolg erleben kann. Das ist ganz wichtig bei den Landfrauen heute am Abend. Wie sieht es denn aus mit dir, mit Essen und mit Kochen? Bist du ein Genussmensch? Ja, schon, aber vor allem eben Zug ist bei mir mit. Es muss stimmen, also es muss super sein, es muss anmächelig sein, gut serviert alles. Und jedes, das ist wie im Shooter einer Mannschaft auch, jedes muss seine Rolle kennen. Und dürfen wir den anderen ein bisschen reinlangen beim Kochen, oder ist das ein No-Go? Ja, kommunizieren muss man schon. Und beim Kochen ist das so wichtig. Also im Shooten schießt du etwa mal ein Verteidiger ein Goal, oder? Und darum darf man beim Kochen einander sicher auch ergänzen, wenn das eine andere Aufgabe hat. Jörg Schneider, freust du dich auf das, was es gibt heute? Sehr sogar. Bist du ein Wildliebhaber? Nicht ein spezieller Wildliebhaber, aber ich habe gern Wild. Ja, ist noch speziell, gell? Das muss man glaub, wirklich gerne haben. Ja, sicher, ja. Was kochst du, wenn du selber kochst? Verschiedenes, aber kein Wild. Und wenn du gehst, auswärts essen so, gibt es eine Schmerzgrenze, was es kosten pro Abend? Das kommt jetzt ganz darauf an, was es für ein Abend ist. Also, wenn ich Vorstellung habe und vor der Vorstellung noch schnell etwas isst, dann muss das etwas Schnelles sein und auch etwas relativ Günstiges. Aber wenn ich ausgehe mit meiner Frau oder mit Freunden und sage, heute wollen wir mal schön essen, dann darf es auch etwas kosten. Und ich sage mir immer, ich zahle dann lieber 20 Franken mehr pro Person und das ist dann wirklich sehr gut, als die 20 Franken weniger. Und dann würde ich sagen, ja, hättest du auch ins Bahnhofbuffet. Kann aber auch gut sein. Ja? Bist du auch nichts gegen Franken? Nein, bist du ein offener Weintrinker oder kaufst du Flaschen? Ich trinke sehr wenig Wein, aber dann gerne einen guten. Und jetzt kommt das Problem, weil meine Frau auch sehr wenig trinkt. Eine Flasche zusammen schaffen wir nicht am Abend. Ja. Jetzt gibt es aber immer mehr Restaurants, die halbe Flaschen haben. Und sonst, und das gibt es ja auch heute, sehr gute offene Weine. Dann haben wir halt zur Vorspeise einen schönen Weissen und nachher einen roten. Und dann hat es. Schau, es gibt alles. Es gibt, Yvonne, du hast auch gesehen, es gibt 3 Gläser. Jetzt hast du das Wasserglas gerade in der Hand. Links davon ist das Weissweinglas. Und geradeaus vom Wasserglas wäre dann nachher noch das Rotweinglas. Es hat 2 Messer, 2 Gabeln, ein Löffel oben dran fürs Dessert. Es wird serviert und es wird immer wieder wunderbar erklärt, was es gibt. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen recht guten Appetit. Und schon einen Applaus für unsere Jury heute Abend. Yvonne Scherer, Hans-Peter Latour und Jörg Schneider. So.
Jetzt kannst du auf Der Anton Mosima ist am Unterstützen bei den Dessert. Du hast gerade richtig hier hergezeigt und gesagt, da müssen wir jetzt schauen. Das ist jetzt Ist die Rose? Sind wir bei der Rose? noch nicht ganz, aber gleich. Ja, wir sind... Soll ich es dir geben? Ja. Willst du es? Nein, das machst du. Das machst du. Ja, Das machst ihr du habt ja noch bestens. gute Zeit. Machst du bestens. Da geht es noch eine Viertelstunde, gell, bei der Vorspeise? Jawohl, ungefähr. Stress. Das sind Fisch, jawohl, das ist gut. Du, aber das Döckterle dir, was Döckterle dir da mit dieser Glasse? Ja, das ist jetzt, da muss eben jetzt kochen zu der Rose. Immer rühren, damit es nicht anbrennt. Das ist noch ganz wichtig. Wenn es heiß ist. Und auf welcher Stufe? Jetzt hast du sie ist voll. sehr heiß, ja. Es war kalt vorher, jetzt gehen wir ziemlich heiß. Und jetzt spüren wir es dann, wenn es ein bisschen anzieht. Dann, ja, dann müssen wir schauen, gell? Dann haben wir den mal blasen, dass es so weit ist. Schön langsam, ist auch ein bisschen Gefühlssache, das ist ganz klar. Genau. Aber schön, so eine frische Glasse selber zu machen. Ja, nicht? sicher, ja. Machst du daheim auch Glasse, Erna? Ja. Selber? Ja. Also etwa, ja. So eine Glassenmaschine? Ja, habe ich. Und Das ist recht gäbig, glaube ich. Das habe ich jetzt hier kennengelernt. So etwas muss ich auch haben. Sehr gut, sehr fein, ja. tipptopp, gell? Jetzt noch eine halbe Minute, dann sind wir so weit. Dann kannst du mal schauen, ob es anzieht. Die Rose gibt, ja. Ja, die Rose geht da. He? Und bei der Silvia sind wir bei der Füllung vom Äpfelstrudel, wie man unschwer erkennen kann. Parat gemacht haben wir Butter. Für was brauchst du den? Den Butter brauchen wir für das weiße Paniermehl anrösten und ein anderes Stück für den Strudel bestreichen, dass er schön knusprig wird. Und das kommt Das auch in gehört in die Füllung Äpfel rein? und Beerenmasse. Ja. Was hast du alles drin? Da haben wir gemahlene Haselnüsse Kann ich ganz und kurz Rosinen. Ja. Gemahlene Haselnüsse, Rosinen und Zitronenraspeln. Ich muss die Rosen anschauen. Ja, genau. Jetzt ist es soweit. Jetzt kannst du blasen. Also jetzt geht es jetzt über die Spatula, jetzt kannst du blasen. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, Siehst du, jetzt ja. kannst du blasen, gell? Das ist ganz, ganz wichtig. Jawohl. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir die schnell waschen, die Spatula. Ja. Langst du deinen Köchen auch immer so in die Pfanne in deinem Restaurant oder lässt du sie auch ein bisschen selber arbeiten? Du, es kommt darauf an, wenn sie natürlich am Anfangsstadium sind, die helfen ihnen. Das ist unbedingt wichtig. Das kannst du gleich passieren jetzt da, richtig. Schnell passieren, damit sie da hocken. Siehst du, wunderbar. Das ist eine ganz schöne Konsistenz. Schnell die Kamera zeigen da hier. Das ist genau das. Musst du da schnell reinheben? Es ist nicht angebrannt, sondern ist jetzt zur Rose gekocht. Wunderbar. Abkühlen im Eisbad. Was für eine Hektik. Und dann geht es dann in die Wegen einer Glassenmaschine. Glasse. Ja, das ist schön. Das ist doch schön. Also, So das frische Eisbad da innen wieder abkühlen. Ja. Und wenn sie kühl ist, die Geht's ganze da drin. Masse oder die ganze Soße, geht Richtig. es da Ja, rein. ja. Und wie lange geht das in einer Maschine? Das geht ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Der hast schon eine Glasse? Das ist eine Glasse. Und eine schöne Vanille, also wirklich toll. Du wirst sehen, die ist so cremig und geschmacksvoll. Also, ist gut gemacht, wunderbar. Gut, wenn man Glück kann. Wir gehen zu der Vorspeise. Und jetzt ist der Fisch gekommen. Das sind Felchenfilet. Ja, das sind Felchenfilet und dazu habe ich jetzt wirklich eine grüne Soße gemacht. Du weißt ja, habe das Herzen, also habe die Sonne im Herzen und die Kräuter im Bauch. Ja, was? Ja. Nein, habe ich nicht gewusst. Aber jetzt weiss ich es. Ja. Das gibt dir die Kraft. Hast du irgendein Löffel? Reimt Willst du- sich nicht, ja. aber da finden wir schon noch Ich einen habe es vertreibt. Ja, das ist Aber das gleich. nächste Mal bringe Ja, ich nach der es dann Sendung. noch. Aber es ist gut abgeschmeckt. Wunderbar. Wir haben noch ein bisschen gezaubert, noch Sachen drin, die der Anton uns nicht angegeben hat. Was denn? Noch ein spezielles Kräutersalz, das wir heimlich gemischt haben. Und Aber nicht das Liebessalz. Untergeschmuggelt. Anton, komm schnell noch probieren. Hast du einen Löffel? Habe ich auch. Hast du schon probiert? Ja. Und? Ist okay. Ah, danke. Ist okay? Ist das Nein, ich alles? bin ja nicht Jury. Nein, ist fein. Ich finde es sehr gut. Wirklich sehr gut. Gut abgeschmeckt. Die Säure ist gut. Die Konsistenz ist gut. Es hat noch etwas drin, das nicht von dir ist. Farbe es hat noch ist ein bisschen selber Gemüse oder Jetzt wird Gewürz. es reingeschmuggelt. Hast du ein bisschen mitgenommen, ein bisschen geschmuggelt? Ein bisschen geschmuggelt. Ja, ja. Jetzt, Anton, könntest du mir sicher noch professionell zeigen, wie man den Fisch aufschneidet? Das mache ich ganz gerne. Ja. Solange es gut ist, hat es kein Problem. Gell? Gut, prima. Du, wieso ist der Fisch so... Der ist ja ganz kalt. Wir haben ganz leicht angefroren, damit du ihn besser schneiden kannst. Das ist noch wichtig. Aber wenn er serviert, sollte er nicht mehr gefroren sein? Nein, auf keinen Fall. Der tut den auftauen. Ja. Also angefroren, ganz leicht. Ja, man kann es auch mit Fischstäbchen machen. Ja. Im Notfall. Die hätte ich jetzt so... Fischstäbchen? Nein, natürlich nicht. Sind das Felcheli aus dem
Zürichsee, Das sind Felchen und Pfäffikensee, Zürichsee, wo ganz auch genau. immer. Wir sind Ganz da in der genau. Nähe. Ja. Wir sind im Zürich-Oberland, Ganz genau. Ja. in der Nähe von Gossau, in der Altrütti. Wenn Sie jetzt gerade zu uns reingeschaltet haben, meine Damen und Herren, wir sind im grossen Finale von der Landfrauenküche 2013. Wir kochen mit den Landfrauen zusammen mit dem Anton Mosimann. Ja, jetzt müssen wir Momente warten und dann ist es dann perfekt. Und das sieht gar nicht, wie sieht gut aus da. Sehr kreativ, wunderbar. Scheiße. Sind das, du weißt, welche Blümchen das man essen kann? Du bist ja eine Floristin gelernt. Ja. Ist das so ein bisschen wie bei den Pilzen? Es gibt solche, die genießbar sind und solche, die man nicht essen sollte? Ja, definitiv. Es gibt sicher solche, die giftig sind. Und das sollte schon noch zuerst vielleicht abklären. Aber jetzt Calendula ist nicht das Problem. Oder auch Kapuzinerkressig. Porridge, den kannst du definitiv davon genießen. Welches ist am besten? Ja, am besten. Welches hast du gerne jetzt zum Essen? Das Thema ist schön. Ja, ja. Aber etwas, wenn ich jetzt da etwas essen würde, könnte ich das nehmen? Ja, auf jeden Fall. Darf ich dazu etwas sagen? Ja, besser gut. Also der meiste Geschmack hat natürlich Kapuzinerkresse. Also, die hat Scharfstoff drin. Scharfstoff? Jawohl, kannst du gerade ins Maul reinnehmen. Senfölglykoside. Unglaublich stark. Natürliches Antibiotikum. Also da kannst du dich wirklich stärken, wenn du jeden Tag von dem ein bisschen nimmst über den Sommer rein. Und das sind jetzt die letzten Blüten, die mein Mann Walter heute vom Garten hergebracht hat. Ja, ist das herzig. Danke vielmals, Walter. Es sind noch etwa 9 Minuten bei euch. Vorspeisegruppe, Anton hat noch eine Viertelstunde. Wie sieht es aus mit dem Fleisch? Stören wir gerade? Es ist gerade ein ungünstiger Moment. Jein. Gut. Wo ist das Problem? Kann jemand gleich vielleicht schnell 2 Sätze verlieren? Wir haben ein bisschen wenig Platz. Ja. Ja, für 3 am gleichen Herd ist gerade so ein bisschen nicht zu viel Platz. Ja, sagt ihr mal. Also, dann geben wir am Schluss dem die Schuld. Nein, das kommt am Schluss gleich gut. Gut. Ja, selbstverständlich. Wo stehen wir? Die Spätzle sind gemacht, das Rotkraut Ist im Ofen. ist im Ofen. Das brauche ich. Und jetzt geht es ums Anbraten. hä? Jetzt geht es um Feinschürfleisch. Jawohl. Best den Boden runter. Ja, ja. Können wir wegnehmen. Das Fleisch ist im Ofen, das ist Achtung, gut. heiß. Die können wir auch hier. Achtung, heiß. Achtung, Gut. heiß. Das heiß. gleich Achtung, kochen, heiß. reduzieren, wunderbar. Und das auch. Ein bisschen rühren, ganz leicht mischen. Das Fleisch ist bereits im Ofen. Ja. Wenn wir das mal schnell anschauen. Komm, das gehen wir schnell anschauen. Ja, Oder ist das gefährlich, wenn wir jetzt nicht auf... Und das links. Ja, unten links. Das machst du. Ja, du, das machst du gut. Wenn noch Topflappen wecken sich. Da, ich habe das. Komm. Merci. Ja. Ah, wunderbar. Das ist jetzt schön. Das ist ungefähr 5-6 Minuten im Ofen drin. Rausnehmen, abstehen lassen und dann kurz vorm Servieren Komm wieder ganz rein. kurz in den Ofen. Wieder rein, sonst verlieren wir die Also, Zeit. Wunderbar. Wieso hast du auf diesen Tellerchen? Ja, damit es schön kann ruhig auf dem Und es ringsherum warm wird. Zum Beispiel, genau, oder? Es Damit- sieht im Moment so aus, als ob alles glückt, gell? Im Moment schon, ja. Ja. Doch. Aber bei der Landfrauenküche 2013, bei diesen Frauen, wo wir daheim waren, Ami, sieht man eigentlich die Kamera mal? Schau mal, wie lustig. Ist nicht immer alles so am Schnürli gelaufen, Nee. wie es hätte sollen laufen. Ah, ja. Bekannt sind die Landfrauen ja für ihre perfekten Menü. Ab und zu geht aber auch bei ihnen etwas in die Hose. Das ist eine blöde Raffel. Nein, was ist das? Oh Gott. Hat es gerade von der Kenwood-Maschine einen Gummi gelöst? Achtung! Ja, aber ein bisschen normal. Schau ihn an, schau ihn an. Jetzt musst du mal schauen. Hei, 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 hei. Romeo, alles fertig. Was machen die? Das ist unsere Tischdecke. Wenn wir so... Oder wenn wir... Also, ich weiß nicht mehr. Zwischen ihnen hat es etwa noch einen Käfer drin. Aber den tun wir jetzt zuspritzen, dann merkt man das gar nicht mehr. Nicht alles, was wir filmen, kommt hier im Fernsehen. Vielleicht ja auch zu Recht. Grüß dich mal. Darf ich auch bei euch kurz aufs WC? Dafür dürft ihr das Kärtchen haben von uns.
Ah ja, rein und gerade um den Deckel. Merci vielmals. Hallo zusammen. Das ist ein Fischtartar mit frischen Felchenfilet und geräucherte Forellen. Das sind frische Felchen und geräucherte Forellen. Zu jeder Landfrau gehört ein Mann an die Seite. Die sind manchmal hilfreich. Manchmal aber auch nicht. Meine Haare hast du noch nicht geschnitten? Das geht nicht. Ich wollte die toppe Frisur. Das lange nicht, dann musst du... Nein, diese Frau hat eine gute Frisur. Hätti, bist du am Schuss? Das ist eine Völlermissendung. Ist es gut? Ich muss mich hochziehen. Landfrauenküche-Finalsendung 2013. Das ist unglaublich. Die Landfrauen und ihre Männer sind dermaßen beliebt, dass wir jetzt schon am Samstagabend miteinander für die Sendung machen. Walter, wie viel ist denn eigentlich von unserem Team vorgegeben worden, was wir gerne sehen von euch, und wie viel war spontan gewesen? Also, gewisse Sachen sind schon vorgegeben. Zum Beispiel das Haarschneiden vorher, das war überhaupt nicht vorgesehen. Also, ich habe sogar letztes Jahr gesagt, solche Sachen würde ich sicher nicht mitmachen. Und ich bin spontan gekommen, wollte einfach nur die Frisur, das war Walter live. Und ich wollte nicht, dass das filmt. Und schon war sie in der Kiste. Dieter, war das ein Stress, die Zeit, wo das Fernsehen bei euch ein- und ausgegangen ist und die Frauen so viel weg sind und immer wieder lustige Wochenende miteinander dürfen verbringen? Also lustige Wochenende inwiefern? Ja, wo sie immer miteinander wo sie einander gekocht haben und miteinander gegessen haben. Aha, ja, sie haben es sicher lustig. Wir auch. Es war natürlich richtig sturmfrei. Kaum ist sie voll. Ist man aus den Töchtern noch nicht vollgehen. Also. Was hast du für Erwartungen gehabt, was geheißen hat, jetzt kommt das Fernsehen zu uns heim die ganze Zeit und filmt alles, was die Mami macht und nicht das letzte Papi auch noch? Also, es war einmal weniger hektisch nachher, als man sich das zuerst vorgestellt hat. Das ist irgendwie, gewöhnt man sich an alles. Die sind einfach da und filmen ein bisschen und dann sagen sie 7, 8 Mal nochmal. Und sonst kann man eine Art sein, wie man sonst auch ist. Das ist eine Art Ring. Verstehst du Schweizerdeutsch oder muss ich jetzt das Biss kehren und mit dir Französisch reden? Ja, vielleicht in Hochdeutsch. In Hochdeutsch, das funktioniert gut. Das ist ja wahrscheinlich der Vorteil, wenn man an Murtensee ist, in Moutier, dass man dann auf der Straße nicht gleich angesprochen wird, weil niemand die Sendung geschaut hat. Oder wie war das? Wie ist das bei euch im Friburgischen? Ja, wir hatten auch viel Spektator, viele Leute, die haben das geschaut. Wir waren sehr oft in Zeitungen und ich glaube, das hat einen großen Erfolg. Auch viele Leute haben gesehen, ich habe nicht verstanden, sie haben mir gesagt, aber die Bilder waren so schön. Ja, das ist meistens so beim Fernsehen. Du, habt ihr noch Wein oder ist alles ausverkauft? Nein, wir haben noch, aber, habt ihr noch ein bisschen? Aber die Sendung, das ist sensationell. Seit gestern Morgen Abend, zwischen 10 Uhr am Abend bis heute Morgen 20 Kunden haben schon gemeldet. Sie wollen die Weine, wir haben gesehen im Fernsehen. Anni Simone mit ihrem Mann und alle Landfrauen, Männer heute Abend versammelt am Tisch bis auf René. Wir haben es vorhin gesagt, der ist auf Hannover an einer landwirtschaftlichen Ausstellung. Ja, noch selber schuld. Die lässigen Maschinen, die sind da bei uns. Die kochen für uns heute Abend. Das ist euer Applaus. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben bei unserem Wettbewerb, wäre das die Möglichkeit, jetzt anzurufen. Telefonnummer 0901 54 43 und dann die Nummer von Ihrem Lieblingsgericht 01 bis 07. Das sind die 7 Lieblingsgerichte. Zu gewinnen gibt es 3 Mikrogutscheine im Wert von je 3000 Franken. Oh!
Es geht eigentlich nicht mehr allzu lang. Ich würde sagen, höchstens noch 2 Minuten. Ich war ein bisschen streng mit dem Ausrechnen von der Endzeit, 10 ab 9. Ich gebe euch noch so 10 Sekunden mehr. Das ist gut. He? Aber es kommt gut, gell? Ja. Das ist wunderschön. He? Ja. Anton, ist das so, wie du dir das vorgestellt hast, vom Geschnittenen her? Jawohl, ja, doch, ich habe es vorgeschnitten, ganz kurz. So, das sieht gut aus, wunderbar sieht es aus. Es darf einfach nicht aussehen wie ein Voressen. Nicht Ja, da unbedingt. geben wir uns schon noch ein bisschen Mühe, ja. Nein, wunderbar. Und dann schöne Blümchen da, sie machen das ganz gut. Übrigens, der Stuhlteig ist... Das ist der Countdown für die letzte Minute. Irgendwann drauf, gell? Egal wie es aussieht, Ja, nach dieser Minute müsst ihr servieren, gell? Noch ein bisschen mehr Klütchen. Noch ein bisschen drüber, hier muss noch ein bisschen drüber. Noch ein bisschen drüber. Und ein bisschen mehr, ja, wie ich geredet. So. Sehr gut. Wo gibst du Mayonnaise? Noch eine halbe Minute und dann muss serviert werden. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Gut. Kommt! Noch 20 Sekunden! Wo tust du Mayonnaise her? Ich kann nicht, ich habe zugedenkt. Du tust die tragen. Bringst du die? Ich helfe euch. Danke vielmals. Was macht ihr denn mit diesen Sösseli? Am gescheitsten innen geben wir Ja, wo? Für Teller? Nein, nebendran. Nebenan, ja. Wie ich die von dir aus sehe, links oben auf 11 Uhr ist ein Sösseli. Danke. Ah, du siehst das, ja. Moment, das wäre da noch da. So. Gut. Okay, gut. Entschuldigung. Ein guter miteinander. Danke. Die Jury prüft. Die Scherer vor allem mit der Nase. Die ist blind. Radiojournalistin von Schweizer Radio und Fernsehen, von SRF 1. Hans-Peter Latour, Fußballexperte. Er ist der Mann fürs Auge und beurteilt auch den ganzen Teamprozess. Und der Jörg Schneider ist der Genussmensch, der einfach nimmt und sagt, wie es mundet. Bitte, sind Sie gut? Gute miteinander. Gut zusammen. So, muss ich noch kehren wieder. Das ist doch so Fisch. Sind jetzt Das ist der Fisch, ja. Romana? Das ist doch so Fischmöckchen. toll rausgekommen. Gut, Und schön. Sieht sehr schön aus, ja? Gut abgeschmeckt. Feine Kräuter auch. Also wirklich, wir haben Steffi, schön ist der Fisch angerichtet. Ist er noch gefroren oder haben Sie es geschafft? Das ist gut. Ist gut. Gerade an der Grenze. Ja. Gerade an der Grenze. Ja. Ihr denkt daran, ihr beurteilt die Vorspeise, den Hauptgang, am Schluss dann auch noch das Dessert. Und es gibt ein Siegerteam. Neben dem, dass wir noch die Siegerin von der Landfrauenküche 2013 küren, gibt es auch noch ein Siegerteam. Bekommt dann auch noch einen Preis. Wo wollen wir anfangen? Wer will etwas sagen? Hans-Peter, du hast gerade runtergeschluckt. Ja, zuerst muss ich noch etwas sagen. Natürlich habe ich beobachtet, was dort vor ist gegangen. Und ich muss sagen, die zwei haben also in der letzten Minute noch ein Goal geschossen. Ich darf jetzt nicht sagen, sie haben ein Goal, oder? Aber ich habe einfach gesehen, was dort ist abgegangen und die haben noch ein Goal geschossen. Also das war einfach mal sehr gut. Und optisch, mit diesem wunderbaren Blümchen im Zentrum da, drumherum viel Grüns. Also ganz schön. Jörg Schneider? Also die Soße ist sensationell. Das ist so. Wirklich, in der Konsistenz und in der Farbe und allem. Ich persönlich brauche jetzt Blümchen nicht unbedingt. Das geht nicht bei uns. Der Salat sehr. Also die Soße ist also genial. Und das Carpaccio auch. Jetzt hat Anton Mosima natürlich als
einmaliger Könner und Fachmann gesagt, das sei optimal. Ich hätte jetzt gesagt, das Carpaccio müsste ein bisschen dünner geschnitten werden. Also für meinen Geschmack. Also noch feinere Scheiben, aber es ist ja so gut, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Mir schmeckt's. Wir lassen die Yvonne abschlucken. Kannst du den Geruch, der vom Teller unten raufkommt, hebt der sich ab vom Restgeruch im Raum? Das ist extrem schwierig. Das ist wirklich ganz schwierig. Und Gerüche kann man ja nicht trennen, die fliegen alle ineinander rein. Und darum muss ich auch recht nach mit der Nase gehen. Um das Peterli habe ich jetzt gerade verbissen. Das heisst, der Fisch schmeckt nicht? Nein, der Fisch schmecke ich nicht bis dahin, das ist aber auch richtig so. Was halt schwierig ist, ist, dass, weil das Zeug so kurz miteinander sein konnte, hat sich halt die Liebe zwischen den Kräutern und dem Fisch noch nicht so wahnsinnig gut entwickeln. Also liess man dem jetzt ein bisschen mehr Zeit, kommt das noch viel intensiver. Was ich ganz spannend finde, ich muss jetzt das nochmal an die Nase nehmen. Darf das sicher? Hat das schöne Schäli da? Ist das da, wo ihr das Kräutersalz reingeschmuggelt habt? Ja, genau, ja. Das gefällt mir sehr. Danke vielmals. Das ist also ein aufbauendes Urteil von unserer Jury für die Romana und für die Steffi. Wir machen das immer so, beim Finale der Landfrauenküche. Wir haben am Schluss 3 Finalistinnen. Das heisst, wir verabschieden uns nach jeder Gruppe, die einen Gang gekocht hat, von einer von euch 2. Und das gehen wir jetzt machen miteinander. Wer kommt ins Finale? Wer ist unter den letzten 3 Landfrauen, die die Landfrauenküche 2013 gewinnen kann? Als Siegerin hier aus der Altrütti in Gossau, heim auf den Hof. Die Romana aus dem Luzernischen, Frau mit den Kräutchen. Danke vielmals, Karin. Schaut mal, das ist übrigens ein Nidwaldner Bauern-Sonntagstracht. Und das sind keine Piercings, sondern das ist Schmuck. Gell? Also sehr schön. Danke vielmals, Karin. Die Romana aus dem Luzernischen, aus dem Luzerner Hinterland. Dort, wo ich, wenn ich einmal durchfahre, wo es vor allem nach Säu stinkt. Das ist ja so. Es gibt ganz viele Säubauern dort, gell? Richtig. Und bei dir schmeckt es vor allem nach Kräutchen. Oder die Steffi aus Wichtrach. Mit den Herdöpfeln, zum Teil sind sie blau. Wenigstens die Herdöpfel. Wo sich mit einem J schreibt. Und das ist ein kleiner Spleen. Du bist auch wahrscheinlich die spleenigste von allen Landfrauen von dieser Staffel. Nur eine kommt weiter, nur eine ist unter den letzten 3. Und die andere kann sagen, ich war dabei. Ich war eine der Landfrauen. Es sind 16 Millionen Frauen mitmachen, nur 7 haben wir genommen. Finalistin Nummer 1 kommt aus dem Kanton Luzern, Romana Zumbiel. Bleib nur da. Und Steffi, wir haben viel gelacht miteinander. Es war sehr lustig mit dir, auch dein Film natürlich, dir dort zuzuschauen, deiner Familie. Und die schönsten Momente von der Steffi, die schauen wir uns jetzt zusammen noch einmal an. Als gelehrte Floristin setzt Stefanie Moser beim Besuch der Landfrauen auf Blumen. Sogar der Salat sieht aus wie ein Blumenbeet. Stefanie ist nicht die klassische Bauernfrau. Sie braucht Abwechslung in ihrem Leben und arbeitet darum auch noch in einer Heizungsfirma im Büro. Macht aktiv Springreiten und gibt als einzige von den 7 Landfrauen zu. Ohne Aromat geht fast gar nichts bei mir. Oder Herr Döpfelstock von den Landfrauen muss darum daran glauben. Aber dann schmeckt es. Aromat hin oder her.
Die Stefanie hat es gerne schön daheim und trotzdem etwas hasst sie mehr als alles andere. Ich würde gerne im Haushalt darauf verzichten. Also, wenn der René mir mal ein Geschenk machen will, könnte er mir eine Putzfrau spendieren. Das wäre mein Traum. Weil das ist nicht mir, ich nicht gerne putzen. Das ist spannenderes Zeug, das ich machen kann. Und du hast jetzt wieder ganz viel Zeit für die spannenden Sachen, die du machen kannst. Das Licht drauf. Aber eben, wir haben es gesehen im Film. Du bist jetzt nicht wahnsinnig eine begeisterte Putzfrau. Definitiv nicht, nein. Und der René sollte dir das schenken, ist aber auch nicht da. Der ist in Hannover. Darum haben wir gefunden, wir schenken dir den Frühlingsputz. Im nächsten Frühling, das Haus wird geputzt, von zuoberst bis zuunterst, bis kein Stäubchen. Ist das okay? Ja, das ist ein Preis. Danke vielmals, bist du dabei gewesen. Steffi! Bleiben auch noch. Und die Romana. Ist das etwas? Das ist voll verschärft. Gut. Voll verschärft und Hammer. Ja, was und du der auch Burner immer dazu gesagt noch gerade. Also, schön bist du mit dabei gewesen. Gleich sehen wir dann wieder mit den anderen 2 Finalistinnen, die wir dann nachher bestimmen. Es gibt noch einen Hauptgang und es gibt auch noch ein Dessert. Und das ist euer Applaus. Jetzt sind wir zurück in die Küche. Fertig kochen ist erst, wenn die Küche sauber ist. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb 0901 54 43 01 bis 07. Das sind Telefonnummern für Lieblingsgerichte der Schweizerinnen und Schweizer. Sie können anrufen und alle, die anrufen, haben die Chance, einen von 3 Mikrogutscheinen im Wert von 3000 Franken zu gewinnen. Heute Abend wünsche ich Ihnen viel Glück. Ein Telefonanruf kostet 80 Rappen. Sie können auch wappen. Die Telefonleitungen sind noch eine Viertelstunde offen. Oh, es war 20 ab. Der Hauptgang. Was haben wir? Strudel? Was ist denn im Strudel? Wir sollten hier Platz machen. Ja, müssen wir schnell. Sorry, wir müssen noch schnell den Strudel machen mit der Zeitung. Der Anton will mir das noch zeigen. Ja. Ihr gewinnt dafür 2-3 Minuten mehr. Ist das okay? Ist das ja im Sinn? Gut. Okay, wie ich gesagt habe, gell? Das muss so dünn sein, der Teig, damit du die Zeitung durchlesen kannst. Ja, jetzt tatsächlich. Das ist wie eine Haut. Ja, wir haben jetzt einfach durch. Ganz gut zogen, schön langsam, ohne Fingernägel. Das ist für Keter. Und dann musst du einfach die Zeitung lesen. Jetzt ist es abgekehrt, das müssen wir auch machen. Das ist nämlich ein ganz schöner Trick. Und dann ist der Strudelteig. Ja, so dünn. Was macht die Löchli da? Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Macht nichts? Nein. Hast du Erfahrung mit Strudelteig? Ja. Du machst wie viel Birnenbrot pro Woche? Ja, das darf ich fast nicht sagen. Wohl sagen? Mindestens jede Woche 60. 60 Birnenbrot? Ja. Und die kommen nachher in Skarnutzgrischung? Ja, und an meinem Hofkiosk verkaufe ich auch. Gut. Wunderbar, das geht mir, gell? Das wäre mal etwas. Du müsstest eigentlich mal das Birnenbrot von der Silvia... Ja. Bei dir? Ich schicke dir eins auf England. Sicher? Ja, wunderbar. Sicher. Doch. Hey, das Netzwerk und Connections ist das Wichtigste für eine grosse Karriere. Jetzt kannst du anfangen mit dem ja. gell? Das zuerst, nachher der Töpfel. Wunderbar, machst du das sehr Füllig. Gut. Ja, das ist eine Füllig, sehr schön. Das ist das Paniermehl, das du angeröstet hast? Genau. Also, ja. Wieso macht man das? Ja, wegen der Flüssigkeit von den Äpfeln. Äpfeln. Die Flüssigkeit ein bisschen weg. Ja, genau, ganz genau. Prima, machst du bestens. Gut. Kannst du weitermachen, die Sauce ist auch richtig, die haben wir Das ist die Vanillesauce, die ist okay. Und da sieht es tatsächlich noch nicht wirklich nach Glasse aus, aber es ist ein bisschen dicker als vorher. Hauptgang. Ja, das Brett da zum Schneiden, bitte. Muss es so fest kochen? Ja, ich komme. Kann nicht überall sein. Ja. Haben wir es im Griff? Kann man helfen? Muss man vermitteln? Braucht ihr einen Mediator, ein Care-Team oder geht's? Mediator bin ich selber. Da kocht etwas ein bisschen fest, habe ich das Gefühl. Gut. Ja, das kann man zurückstellen, das ist gut. Spätzle anrichten, Birnen anrichten, das Fleisch schneiden. Wunderbar. Du musst so schneiden, okay? Ja. Schön langsam, schön langsam. Gibst du pro Person 3 Stückchen? Jawohl. Sehr gut. Die Spätzle links oben bitte. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Nein, den Löffel bitte. Es ist viel einfacher, den Löffel anzurichten. Gell? Und nicht auf den Rand, sondern nebendran. Die Sauce zuerst, haben wir gesagt, gell? Und dann das Fleisch drauf, Rotkraut und so weiter. Kann ich kommen, Fleisch? Ja, da kannst du kommen, glaube ich. Das war Das ist wunderschön braten.
Moment, eins nach dem anderen. Das ist der Countdown für die letzte Minute und dann muss serviert werden. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Das Fleisch ist aber perfekt. Perfekt. Nur hier, auf der Seite ein bisschen. Ja. Nein. Noch 30 Sekunden. Und servieren. Ui. Haben wir fast ein bisschen einen Engpass gehabt am Schluss. Haben ihr alles drauf? Sind Pilzchen auch drauf? Ja. Also, wir haben Rehrücken, Spätzle, karamellisierte Maroni, Rotkraut, eine Beere mit Preiselbeere und frische Steinpilze. Was habt ihr mit den Steinpilzen gemacht? Sonst ein bisschen angebrötelt. Mit Eschalotten. Und Kräutchen. Yvonne, du schmeckst, hast die Nase gefüllt. Und ich glaube, jetzt, wenn es warm ist, ist es auch etwas anderes. Da kommen die Düfte anders daher, wenn du den Dampf in der Nase hast. Das ist ja so. Also, dass sich Duft entwickeln kann, braucht es Wärme. Und das schmeckt mir sehr gut, oder? Das schöne Bräteln von den Fleischchen, aber auch von diesen Knöpfchen, die sie wahrscheinlich noch kurz haben, im Ofen hatten oder sonst einfach backen. Und die Beeren natürlich ist sehr attraktiv. Was ich nicht geschmeckt sind Maroni, ehrlich gesagt. Aber die kommen noch. Was ich noch fragen wollte, ist eigentlich zum Wein ohne ein Wort erlaubt? Ja, natürlich. Also ganz habt ihr angestoßen miteinander? Sollen wir noch mal? Wir können auch noch. Was mich ganz schön gedacht hat beim Weissen, der hat einen intensiven Geruch nach Holunder, Cassis und so nach Kornblumen. Und beim Roten schmeckt man natürlich sehr gut die französische Eiche. Und gestern hatte ich gerade ein Wasser in der Hand von einem Holz, das Palo Santo heisst. Und das schmeckt so ein bisschen ähnlich. Spannend. Wo würdest du es beheimaten, die Weine? Sie haben mir es gesagt. Ich habe gefragt. Es sind beides Walliser. Ja, es ist ein Heida und ich nehme an, der Rote ist wahrscheinlich ein Blauburgunder. Oder dann ist eine Assemblage. Ein bisschen alles, ein bisschen durcheinander. Ein bisschen Reste. Es war, glaube ich, ein Künstlername. Ja, es klingt dann nach Nein, es schmeckt einfach fein. Ich habe vorher auch in der Nase gehabt. Gut. Dann probieren. Sind Sie gut? Einen guten miteinander? Danke. Es gibt Hunger. Hey. Den Geruch haben wir schon ein bisschen beschrieben bekommen. Und bei der Maroni ist es wichtig, dass es nach Karamell schmeckt. Die sind ja karamellisiert worden. Hans-Peter, bist du ein Maroni-Mensch? Ja, ich nehme gerne. Also so draussen Kälte und so frische Maroni, das ist etwas Feines. Wenn ich vielleicht mal etwas darf sagen, es war auch so ein Schauspiel, diesen drinnen beim Kochen zuzuschauen. Da ist ein Team im Werk, da ist Hand in Hand gegangen. Und habe gleich nie zwei verschiedene Löffel in der gleichen Pfanne gehabt. Ich sehe also ein Kompliment, wie ihr das macht. Jörg, was hast du probiert schon? Vor allem ein bisschen. Ich habe probiert Knöpfli, also ich sage denen Knöpfli, auch wenn es Spätzle sind. Und die sind hervorragend. Meine Frau macht die nämlich auch sehr, sehr gut, auch vom Brett. Dann habe ich probiert... Aber? Welche sind besser? Die von meiner Frau sind ein bisschen besser. Ich wollte ja den Frieden haben, wenn ich heimkomme.
Nein, sie sind aber sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch die Steinpilze probiert, die finde ich auch hervorragend. Die mache ich selber auch. Mindestens so gut. Ich habe noch nicht das Reh probiert, das sieht irrsinnig schön aus. Hat der Hans-Peter schon Reh probiert? Und Maroni habe ich auch nicht probiert. Und das Rotkraut, darf ich ganz, ganz ehrlich sein, ich habe so wahnsinnig gerne Rotkraut und von dem bin ich jetzt enttäuscht. Mir ist es zu wenig weich. Ich habe es gerne, wenn es ein bisschen weicher ist und wenn es ein bisschen säuerlich ist. Aber das ist mein Geschmack. Sag nicht, das ist nicht gut. Das ist aber unsere unbestechliche Jury, ich das weiss, soll es so ist sein. gesünder so, aber... Und jetzt probiere ich dann gerade noch das Fleisch. Aber, oh nein, Maroni muss ich auch noch probieren. Wer hat Fleisch probiert? Noch wegen dem Reh. Ja, da wegen dem Reh. bin ich eben ein bisschen vorsichtig. Also, es sieht super aus, oder? Aber ich muss dir sagen, ich habe schon einmal eine Schrottkugel verwünscht, oder? Das ist dann weniger lustig. Si non è vero un ben trovato, aber tönt recht gut. Yvonne, hast du probiert vom Fleisch? Ja, das Reh ist wirklich Hammer. Das Reh ist perfekt. Man muss gerne wild haben? Oder ist es so etwas, wo auch ein nicht wild Liebhaber gerne hat? Das kannst du beurteilen. Also mir denkt jetzt, das ist so fein, das würde ich jetzt sogar jemandem auftischen, der nicht ein ausgewiesener Wildliebhaber ist. Ein schönes Kompliment. Danke. Danke bestens der Jury für das Urteil vom Hauptgang. Danke. So. Vamos. Bevor wir zu der Vollstreckung schreiten, noch schnell der Hinweis an Sie, wenn Sie grosse Fans sind von der Landfrauenküche 2013 oder auch von der Landfrauenküche von den vergangenen Jahren, was ja die Chance recht hoch ist, dass wir so ein Fan sind, dann können Sie all die DVDs bestellen beim Shop von SRF. Die Adresse finden Sie eingeblendet auf srf.ch. Wir gehen zu der Vollstreckung. Nur eine von euch ist unter den letzten 3. Von 2 wir uns jetzt verabschieden. Sind Sie gut, kommen mit. Sibyl, Ramona und Anni. Die Anni, die den Schluss gemacht hat, die die letzte Frau war, die gerade gestern Abend noch auf SRF 1 bei SRF bei den Leuten gekocht hat. Danke vielmals, Karin. Sibyl war als Dritte dran. Ramona so im Mittelfeld. Bei der Ramona hat es Schöfix gegeben, Lamm, Herrin über 180 Schafe. Bei der Sibyl hat es Schnitz und drunter gegeben, Polenta und Fleisch oben drauf mit viel Gemüse. Und bei der Anni gestern Abend hat es Enten gegeben, was noch nie eine Landfrau probiert hat. Dort bin ich recht heikel bei Enten, muss ich sagen. Aber es hat super fein ausgesehen. Und vor allem Wein, hat es bei euch noch gegeben. Vor allem. Nur eine kommt weiter. Und 2 verabschieden wir uns jetzt hier verabschieden. Und sie haben einfach mitgemacht und sind bei diesen 7 Landfrauen, die uns 7 Wochen lang so fein bekocht haben. Und ihr werdet uns schon nächsten Freitag wieder fehlen. Zweite Finalistin. Und vielleicht die Siegerin von der Landfrauenküche 2013. Wer weiß. Die Chance hat noch die Anni Simone. Merci euch. Herzliche Gratulation, du bist eine Runde weiter. Du bist so etwas wie der Roger Federer oder der Stanislas Wawrinka, die jetzt auch im Halbfinale sind. Du bist schon eine Runde weiter, du bist schon im Finale. Und von der Ramona und von der Sibyl wir uns verabschieden. Aber natürlich auch nicht, ohne dass wir noch einmal zurückschauen in eure Küche und in eure Sendung von der Landfrauenküche 2013. Ah, weißt du, das ist doch sicher noch drin. Was, Gletscher? Früh am Morgen auf dem Eckishorn. Hier genießt Ramona mit ihrem Rinaldo den Sonnenaufgang. Nee. Ja, jetzt kommen mir schon bald Tränen. Ramona ist nämlich nach am Wasser gebaut. Das merkt man auch, als ihren Sohn Kian zum ersten Mal in die Spielgruppe gibt. Ich muss mich gerade zusammennehmen, dass ich nicht anfange zu lernen, aber es geht ja schon. Aber sonst ist Ramona eine Frohnatur und eine Macherin. Den Landfrauen kochen sie zum Hauptgang Lamm-Entrecôte. Oh, das ist schön.
Das kann man richten. Das Fleisch macht ihr trotzdem ein bisschen Bauchweh. Ja, Herrgott, danke. Hoffentlich ist sie gerne nicht durch. Am Appetit der Landfrauen an hat sie es auch getroffen. Super! Verzierte Fingernägel, die liebt Ramona über alles. Als echt geht sie darum ins Nagelstudio. Das gehört einfach zu mir. Und ich habe auch nie die gleichen Nägel. Ich habe eben alle paar Wochen nicht Maureen machen und dann trage ich es. Sie macht das so super. Sibylle Meyer kocht für die Landfrauen Schnitz und Runder. In diesem Menü hat es zwar Fleisch, für sich selber kochen sie aber gerne vegan. Sibylle macht am liebsten alles selber. Ihre Kinder zum Beispiel unterrichtet sie daheim. Believe it or not, the journey took 12 hours altogether from London. Point. Auch der Kompost ist eine Eigenkreation. Und der ist so gut, dass nicht nur das Gemüse im Garten auf eine Abfahrt. Weil das Bokashi so gut schmeckt, muss ich nachher immer den Garten zuhaben, weil meine Hunde würden das sonst in rauen Mengen fressen. Während Sibylles Mann Peter und die Töchter mit den Ross ausreiten, beschäftigt sich die gelehrte Gärtnerin am liebsten mit ihren Blumen. Der perfekte Abschluss vom Tag. Ein Tänzchen schwingen zu ihrer Lieblingsmusik Bluegrass. Da dürfen wir auch ein Tränchen für uns, Ramona. Enttäuscht oder ein Freudentränchen, dass es fertig ist? Wir haben alle gewonnen mit diesem Film, mit diesen Erfahrungen. Also ich muss es jedem von Herzen gönnen. Zeig mal deine schönen Fingernägel in die Kamera. Sehr Haben die gerne. eigentlich schon gesehen? Bringen wir das her? Ja, schau mal da. Also mit dem Walliser Haaren. Also ich zeige Ihnen nicht. Bei dir sind es Fingernägel. Bei dir ist es Country und Bluegrass. Steffi, die hat einen Putzeten bekommen, Frühlingsputz. Also wir lassen euch nicht gehen ohne ein Geschenk. Bei dir, Sibylle, du darfst mit der ganzen Familie mit VIP-Tickets ein Country and Bluegrass Festival auf Zürich ins Albisgütli. Einfach so. Laden wir euch ein mit der ganzen Familie. Eure Lieblingsmusik hören. Mit allem, was dazugehört. Eine richtig schöne Party, lasst es krachen. Und Ramona, wir wollen nicht auf deine Fingernägel verzichten, auf deine Maniküre, ein Jahr lang gratis Maniküre. Danke vielmals. Und das ist der Applaus für Ramona und Sibylle und Anni. Die sehen wir noch einmal im Finale. Unsere 3 Landfrauen vom Hauptgang. Und jetzt gibt es wieder Musik. Es ist eine Frau, eine grosse Frau. Nicht nur stimmlich, sondern auch von ihrer Erscheinung. Sie hat das Jahr gewonnen bei The Voice of Switzerland. Der Song heißt The Fool. Da ist Nicole Bernecker. Looking at my past and my pain, I've been thinking of all the things that I've gone through to get here. I've been a fool for your promises for too long. Why don't you go to hell, my love? Running on empty in this ghost town. All these refuses and there's no
so wrong. But I run back to love every time you call. Go to hell, my love. Go to hell, baby. Go to hell, my love. Go to hell, baby. And I know the things don't last forever, ever, ever. But I enjoy every minute, every second, wherever, ever, ever. And I go through hell, my love. Go through hell, my love. Through hell, my Grossi. Nicole Bernecker. Hey. Schön siehst du aus, schön singst. Ja. Wie läuft's? Gut, Das sehr Album gut. ist seit einem Monat draussen. Genau. Und die Leute hören es und kaufen es. So soll es sein. So soll es sein. Ja, ist gut. Du, es geht schon gleich wieder los mit The Voice im Februar. Genau. 22. Februar ist schon die erste Staffel. Schaust du im Fernsehen? Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Da kommt aber eher eine Konkurrentin oder ein Konkurrent. Ja, das gibt es nicht, ehrlich gesagt. Weil jede Stimme ist einzigartig und jede Stimme hat ihr Plätzchen. Und du hast eine Wahnsinnsröhre. Unglaublich. Du, wie Dankeschön. kochst du eigentlich? Du bist jetzt nicht gerade eine Lampfrau, oder? Aber kannst du etwas? Ja, also gut, neben Ihnen würde ich das nicht mehr behaupten, glaube ich. Aber bist ich gerne in der gebe mir Küche? Mühe. Ich gebe mir immer Mühe. Ich kann nicht so... Wenn man Zeit hat zum Kochen, macht es Spass, aber ich muss meistens so... Alles wieder Wenig an. Zeit und schnell. Und wie sieht es aus mit Dessert? Dessert? Oh, gut, immer wenn ich schwanger bin und still, habe ich immer wahnsinnig Lust auf Süßes. Also schwanger bist du noch nicht, aber stille tust du? Stille tue ich Also noch, gut. genau. Wenn wir zum Dessert, es gibt Äpfelstrudel mit Aber gell, du Vanilleglace. darfst mir nur den Speck vor der Nase Nein, du darfst sicher ein bisschen, probieren. du darfst sicher ein bisschen probieren. Nicole Bernecker, Genau. komm mit, singt nachher noch einmal. Du singst nachher noch mit dem Nicolas Sen und Nonsens zusammen. Das sieht sehr fein aus. Sie hat sich wahnsinnig Mühe gegeben. Das hast du mitbekommen mit dem Strudelteig, gell? Also, Ja. Der Strudelteig muss ja so dünn sein, dass man die Zeitung lesen kann. Sehr gut, ja. Der ist nicht Okay. so gut Das ist übrigens Kanton Stückchen. Graubünden und Kanton Appenzell. Silvia aus Barsons, oberhalb von Savonin. Ja. Und die Erna Fest schneiden und geht wegnehmen. von Appenzell Innerrhoden. Schlatt. Schlatt. Ja, Oh, oh. Ich wachse jetzt 2 Stück, das ist gut, ja. Du hast 2 drauf, jawohl. Ja, nimm doch. Ist das okay, dass das so ein bisschen auseinandergeht? Das ist gut so. Das ist Ja. Du kannst schon alles schön reden, du. Sollst- Ah, sicher. frisch, knusprig, wunderbar. Da hier, jawohl, kannst du den nehmen? Noch 1 Minute. Ja. Tut nicht so im Keimen probieren. Hä? Habt ihr das gesehen? Nicole hat Vanillesauce probiert. Aber weil wie gesagt hast, ist das. Komm Silvia, weißt du, das Fernsehen passiert da vorne. Du musst dich... So. Das ist noch. Klasse. Du musst Klasse servieren. Ja, ja. Fein, gell? Sehr gut. Wunderbar. Gut, gell? Bist du zufrieden so? Ja. Ja, sicher. Ja, sicher. Die 3 Teller sind ja gemacht. Noch 20 Sekunden. Gruppe Dessert. Nein, das ist Stadtzucker. Hä? Das ist Stadtzucker.
Die Flasche kann man nicht. Perfekt, Sie dazu. Schön. Hast du auch schnell ein bisschen Dessert probiert? Du kannst ihn parat machen, oder? Wir brauchen dich nachher noch einmal zusammen mit dem Nicolas Sen und Nonsens und dann spielen wir und singen wir noch etwas. Sehen wir, wie vielseitig die Frau eigentlich ist. Was für ein Kleid. Also, die Jury hat das Dessert bekommen. Wir haben den Äpfelstrudel mit Vanillasauce und einer Glasse. Auch Vanille. Kommen wir zu mir? Entschuldigung. Oh. Ich bin mir normalerweise gewöhnt, dass ein Hund kommt, wenn ich pfeife. So, also Silvia, dann. Ja, aber schau, dass der Saphir nicht verwacht. Ja. Das ist ganz lieb dort unten. Also, Glasse ist Zimt. Eine Zimtglasse mit Gewürznägeln drin. Jetzt. Jetzt, Yvonne, ist es kalt. Kommt etwas Richtung Nase? Von der Glasse nicht, aber natürlich von dem schönen, warmen, zimtigen, äpfeligen. Mit dem schönen Teig. Oder man sagt ja das Schönste, wenn es nach Äpfelkuchen schmeckt, ist es gut, sagt man doch. Ja, ja, das Leben ist so gut, wenn es nach Äpfelkuchen schmeckt. Ja. Ja. Mhm. Hast du gewusst, dass es Gerätehersteller gibt, die Backöfen testen, indem sie einen Äpfelkuchen reintun und dann wissen, ob der Ofen gut ist oder nicht? Das glaube ich. So? Ja? Sofort. Das ist scheinbar so der Lackmustest für Backöfen. Obendran hast du den Löffel oben am Teller, als kleiner Hinweis. Ja. Ich weiss nicht, ob du noch das Besteck hast vom Fleisch, nicht, dass sich dann da Gerüche und Nein, weißt du, Äpfelstrudel mit dem Löffel essen, das mache ich nicht, sonst müsst ihr nur lachen. Hans-Peter Latour, du hast das Team vor deiner Nase gehabt. Die zwei, Erna und Silvia. Wie haben sie gekocht? Ja, also gekocht haben sie köstlich, aber vor allem, wie es ist gegangen. Ich weiss nicht, ob man das im Fernsehen genau gesehen hat. Erstaunlicherweise haben die fast nichts geredet miteinander. Aber immer, wenn die Seite mit dem Kelleli auf eine Pfanne rangeklopft hat, ist das andere sofort schauen, ob alles in Ordnung ist. Also es ist köstlich. Nonverbal funktioniert. Es stimmt offensichtlich. Jetzt will ich schauen. Es schmeckt so ein bisschen nach Weihnachten irgendwie. Ja. Jörg, es sieht sehr professionell aus. So wird serviert. Also du hast jetzt viel geredet. Ich hätte da schon lange gerne reingelassen. Fang an. Nein, ich bin ein Dessert-Fanatiker. Oh. Und das sieht irrsinnig aus und ich zweifle keinen Moment daran, dass das auch wahnsinnig gut ist. Der kritischste Geist bis jetzt war der Jörg Schneider, der überall ein bisschen etwas hatte. Zu Recht. Wunderbar, wunderbar. Vanillecreme. Ja, ist aber gut. Das ist jetzt schade, dass ich kein Töpperwertöpfchen da habe. Das hat... Und jetzt kommt der Strudel. Hans-Peter? Ja, für mich ist es natürlich auch Genuss, weil daheim gibt es bei mir nie so viel zum Dessert, oder? Da ist Zimmer, wir müssen ein bisschen schauen. Da ist jetzt es. Schön. Wunderbar. Yvonne? Ja, ich habe natürlich vor allem auf die Glasse gespannt, weil ich einfach... Zimtglasse ist eines meiner absoluten Favoriten. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen traurig, weil es hat einfach zu wenig Zimt drin. Aber die Konsistenz ist genial. Aber Zimt und Nägel, mutiger. Frauen, Mut. Mut. Was meinst du damit? Mehr Sachen rein tun noch? Weißt du, hier finde ich jetzt wirklich, das darf ein bisschen rausstechen gegen das Vanille da, das ja eher neutraler ist. Ich habe es einfach gern, wenn man wirklich weiss, was man schmeckt, dass es ganz klar ist. Aber natürlich muss es gleich harmonisch sein. Aber ich finde, jetzt hier hat es wirklich mehr verleiden. Wenn man blind ist und so auf die Nase fixiert ist, auch auf das Akustische natürlich, aber vor allem jetzt du im speziellen Fall auch auf die Nase. Welches ist die schönste Jahreszeit für die Nase? Sommer. Schwaar? Ich hätte gesagt Weihnachten. Nein. Nein? Nein, und draussen stinkt es nach Abgas. Nein, weißt du, nach Heizung? Was? Schmeckt eine Heizung? Sie stinkt. Okay. Muss ich das nächste Mal darauf achten. Jörg, du hast etwas sagen. Ich kann jetzt nicht mehr reden, ich muss essen. Das ist jetzt wirklich für mich eine Offenbarung. Na, ehrlich, ich bin natürlich ein Dessert-Fanatiker. Aber das ist jetzt wirklich einfach so gut. Das ist also ein Applaus wert, oder? Wenn einer sagt, es ist eine Offenbarung, also, das hätte es doch jetzt noch nicht gegeben. Aber auch bei der Jury sind nicht alle Geschmäcker gleich. Hans-Peter, du hast jetzt vor allem probiert.
Ja, also ich muss sagen, es ist sehr gut hier. Ich habe im Moment ein bisschen Mühe mit dem Löffel, mit dem Äpfelschrubbel. Ich hätte vielleicht ein Gäbeli behalten sollen. Aber schmecken tut sehr gut. Wenn ich noch etwas sagen darf zum Schmecken, sowieso, wegen der Yvonne Scherer. Interessanterweise, wenn ich als Goalie einen Penalty hatte, haben die nie gesagt, er hätte gesehen, welche Ecke er schiesst. Die haben immer gesagt, er hätte der Ecke geschmeckt. So. Jetzt geben wir euch eine Minute Zeit. Jetzt könnt ihr euch beraten. Ihr habt eine Vorspeise gehabt, ihr habt einen Hauptgang gehabt und ihr habt ein Dessert gehabt. Und ihr entscheidet, welches Team den Jurypreis überkommt. Machen wir zuerst eine Minute beraten, dann den Jurypreis und dann schauen wir bei euch zwei, wer die letzte Finalistin ist, die die Chance noch hat, Siegerin zu werden von der Landfrauenküche 2013. Also, eine Minute Zeit, Musik ab. Nicole Bernecker begleitet uns zusammen mit Zen und Nonsens und Jury beraten. Stars, when you shine, you know how I feel. Eine tolle, vielseitige Sängerin. Nicole Bernecker, ihr aktuelles Album. Das kann man runterladen oder im Laden kaufen. So, das wollte ich sagen. Und ihr habt euch... Was habe ich falsch gesagt? Alles richtig, oder? Ihr habt ein Juryurteil. Hans-Peter Latour ist der Sprecher von der Jury. Welches... Ja, Jörg, das muss gut. nicht einstimmig sein, oder? Ja, also einstimmig, nein, ja, Mehrheit. Also einfach, ja. Ihr habt entschieden, ihr müsst dahinter stehen, wie der Bundesrat. Ja. Ob ihr daheim wieder etwas anderes erzählt, das ist egal. Ja. Aber da vorne müsst ihr geschlossen auftreten, natürlich. Ja. Wir müssen geschlossen auftreten? Ja, natürlich. Ja, das schaffen wir aber. Jetzt haben wir eine Minute Zeit gehabt. Ja, das heisst, dann muss ich nachgehen gegenüber den beiden? Ja. Das ist ja so, ja. Dann... Gut, also aber dann wissen wir es jetzt, ja. Okay. Also ja, wir haben... Also es war wahnsinnig eng, das muss ich einfach zuerst einmal sagen, oder? Schon die Vorspeise ist super. Der Fisch natürlich kalt, das ist geschmacklich nicht ganz gut. Nachher, es hat gerade überall ein bisschen viel Schnittlauch gehabt. Also, da haben wir schon abgewogen, aber es war gleich sehr gut gewesen. Und der Hauptgang, also was da alles ist drauf war und das Reh, wie das ist gemacht, ist schon nur die Farbe. So wie es ausgesehen hat, es nachher wirklich auch geschmeckt, ist super gewesen. Ein bisschen waren wir im Zweifel wegen dem Rotkraut. Wir haben das Gefühl, es dürfte ein bisschen weicher sein, oder? Aber da hat nachher, muss ich sagen, die Yvonne sofort gegensteuert gesagt, das war ein Zeitproblem. Das hat man länger drinnen gelassen, oder? Das ist nicht drinnen gelassen. Also haben wir gesagt, dann ziehen wir nichts ab. Und das hat du natürlich schon stark gewichtet. Und also, da der Jurypreis überkommt. Der erste ist der Hauptgang. Ja. Bravo. Der Hauptgang. Ramona, Anni und Sibyl. Und ihr drei... Ihr drei als Siegerinnen vom Jurypreis schicken wir ein Wochenende in ein Wellnesshotel nach Wal. Ist das okay? Ja, sicher schon. Wow! Das ist der Roman.
So viel zum Jurypreis. Und mit der Silvia und der Erna gehen wir jetzt schauen, welche Frau, welche von euch zwei denn die letzte Finalistin ist. Wer noch Chancen hat, Siegerin zu werden von der Landfrauenküche von diesem Jahr. Hast du es können geniessen, Grossi? Ja. Es ist so herzig. Es haben dir immer alle Grossi gesagt, gell? Ja, ich bin's Grossi. Du bist jetzt Grossi. Ich stehe zu dem. Danke vielmals. Komm, wir stehen ein bisschen dafür. Dass man euch auch richtig sieht. Das letzte Mal, irgendeine von euch sieht man vielleicht nicht mehr so häufig, die andere vielleicht nicht so häufiger. Silvia aus Barsons, seit 40 Jahren im Bündnerland. Die Erna, eine waschechte Appenzellerin, gell? Hat es schon Schnee im Alpstein? Auch schon gehabt, ja, da ja. Und bei euch oben? Auch. Ist er wieder weg? Oben aus, nicht? Kannst du bald Skifahren? Gute Idee. Wenn du das nächste Mal über den Juli erfahren, Kannst du Skifahren? Birnenbrot holen. Aha, gut. Die letzte Finalistin ist aus dem Appenzellerland, Erna Koller. Ja, das ist ja ähnlich sein. Jetzt kannst du mir die Okay, nein, das war nicht schlimm. Bleib noch da, Silvia. Die Romana, die Anni und die Erna sind die 3 Finalistinnen. Und Silvia, für dich haben wir auch einen kleinen Film zusammengestellt. Ah ja. Schon früh am Morgen ist Silvias Schier auf den Beinen, weil Backen ist ihre grosse Leidenschaft. Ja, ich gehe jeden Morgen backen. Ich habe viele Gäste und Einheimische, die kommen Brot holen. Und für die tue ich gerne backen. Leben tun die Schiers aber vor allem vom Bauern. Ihr Mann Nicolo kümmert sich um den Stall und um die Kälber. Die meisten Kinder leben ganz in der Nähe der Eltern. Und die Tochter Jacqueline, die mit ihrem Mann eine Hirschfarm betreibt, hat vor wenigen Monaten ein Töchterchen auf die Welt gebracht. Für die Landfrauenznacht hat Silvia von ihrem Schwiegersohn extra einen neuen Tisch bekommen. Ist gut? Ja, du weißt, wie ich ablaufen bei den Frauen. Grün ist das Thema. Das passt. Hier im Stöckli genießen die Landfrauen wenig später auf dem neuen Tisch Silvias Küche. Und hier weiss die Schiers auch bald reinzügeln, weil ihr Sohn den Bauernhof hat übernommen. Danke, Vater, hast du es gut gemacht. Silvias Schier. Sind ihr jetzt schon in diesem Stöckli? Nein, wir sind noch nicht in diesem Stück. Und wann gehen ihr? Ja, so klein wie möglich. Wo liegt denn das Problem? Wenn wir das mit dem Mann besprechen. Ja, ich weiss nicht mit wem. Mit welchem Nein, Mann? wir gehen. Ja, mit dem Sohn oder mit dem Mann. Nein, wir gehen schon. Aber Wir haben vielleicht uns erst auf sagen, den Frühling. wir haben uns sagen, es sei auch Fenster. Ja, sicher. Und was immer fehlt, wenn man gerade einzieht, erstens sind Bilder an der Wand, aber da findet ihr etwas, oder? Habt ihr ja Ja, ich habe eine Tochter, die malt. Zum Beispiel. Und du hast eine Tochter, die Handarbeitslehrerin ist. Ja. Und die hilft dir auch beim Nähen der neuen Vorhänge, weil wir schenken euch die Vorhänge. Danke vielmals. Ja. Der Stoff zu den Vorhängen, die Töchter haben sich bereit erklärt, euch zu helfen und die Vorhänge zu nähen. Silvia und Erna sehen wir nachher noch einmal im Finale. Danke vielmals, das ist euer Applaus. Sie haben mitgemacht bei unserem Wettbewerb. Wir wollten von Ihnen wissen, nicht zuletzt auch im Rahmen von unserem Themenmonat die Schweizer, welches denn unser Lieblingsgericht ist. 7 Gerichte haben Sie können auswählen und jetzt kommt die Grafik. Auf dem Rang 3 mit 12,83%. Bratwurst und Rösti. Bravo, Bratwurst. Hast du gut gemacht. Auf Platz 2 mit 16,26%. Cordon Bleu und Pommes. Und auf dem Rang 1 das Zürich-Schnetzlitz mit Rösti mit 30%. Finde ich also auch nicht so schlecht.
Gewonnen, wir gratulieren. Die Madeleine Fankhauser aus Wigoldingen, Beatrice Joner aus Worben, Rita Küchler aus Kägiswil. Herzliche Gratulation. Sie bekommen je einen Gutschein im Wert von 3000 Franken von der Migros. Ganz herzliche Gratulation. Haben Sie die schon erkannt, da hinten dran? Die Frauen und die Männer, wenn sie zu den treuen Fans der Landfrauenküche gehören, dann haben sie die schon lange gekannt. Schnell vorstellen und in welchem Jahr das du mitgemacht hast. Therese Niefenegger, 2012. Genau, das war letztes Jahr. Clara Schurterberger, 2012. Und was hast du seit dem letzten Jahr alles erlebt, Clara? Ich habe schöne Momente erlebt, wirklich. Und sie sind gekommen in unser Häuschen. Von überall, von der ganzen Schweiz. Nein, was? Ja. Ja, was? Und dann Leute zu der Tür und sagen «Grüezi» und dann müssen sie was sagen. Ich kann einfach mal die Landfrau anschauen. So etwas ist auch passiert. Nein, eigentlich. Ja. Ja, wie denn? Erzähl. Der hat geläutet und sie wollten einfach den Raum schauen und bei der Landfrau etwas essen. Was hast du mit denen gemacht? Ja, sie haben Bestellung aufgegeben auf das und das Datum und ich habe gekocht. Und anständig verrechnet, hoffentlich. Ja, normal. Ja, normal. Und schau mal, schön, der Serviettenhalter ist auch wieder da. Unser Running Gag. Nein, es ist einfach so eine schöne Tracht. Ich weiss es nicht, oder nicht? Obwalden. Obwalden ist das, gell? Wann hast du mitgemacht? 2010. Und ich muss den Namen wieder fragen, es tut mir leid. Brigitte Bürgi. Ja, natürlich. Danke vielmals. 2010, ist das schon wieder? Ja. Hey, aber du siehst immer noch genau gleich gut aus wieder. Ihr alle übrigens einen schönen Applaus. Schön sind ihr alle da, habt ihr den Weg hierher gefunden mit all Grüße auf Gossau. Wenn Sie mitmachen bei der Landfrauenküche 2014, können Sie sich anmelden. Wir suchen wieder Landfrauen für die nächste Saison, für die nächste Staffel. Und es gibt auch wieder eine Männerküche bei SRF bei den Leuten. Das wäre wieder mal etwas für dich, wieder mal in der Schweiz. Ja, warum nicht, oder? Ja, sicher. Anton, hat es Spass gemacht? Ich habe das Gefühl, du warst auch recht angespannt, ein bisschen im Stress mit der Küche. Du, nicht unbedingt. Ich hatte Applaus gehabt. Die haben wunderbar gekocht, die damals. Ich muss sagen, es ist sehr gut gelaufen. Hast du mehr mitgeholfen, als du gemeint hast? Nein, so ein bisschen Tricks und so weiter, so ein bisschen Details, aber das ist wunderbar gelaufen. Die haben das gut angenommen und sie haben gelassen auf mich und das hat mich gefreut. Sind es gute Köchinnen? Könnte man die bei dir jetzt einsetzen? Mama, sofort. Ich kann nicht nach London und dann gerade anstellen. Oder? Ja, los jetzt. Aber dann wären wir ja jetzt vielleicht schön gerade bei deiner Überraschung. Jetzt müssen wir hören, Frauen. Der Anton ist nicht einfach da wegen dem Rezept und wegen dem Kochen. Sondern er hat euch etwas mitgebracht aus London, das er der Siegerin der Landfrau 2013 gerne schenken möchte. Ja, das habe ich. Was ist es? Darf ich loslassen? Gut. Erstes Mal 5 Tage in London bei Mosima zu kochen. Das ist das Erste. Ein Flug für 2 Personen, Zürich-London. Dann Flughafen abholen, bringen etc. Das ist ganz selbstverständlich. Dann das Essen für 2 Personen für 5-6 Tage, je nachdem wie lange ihr bleibt. Am letzten Tag gibt es ein Menü Surprise, 7 Gänge mit speziell ausgesuchten Weinen, die ich selber aussuche, für 2 Personen. Ha! Ganz toller Preis. Und dazu natürlich der grosse Migros-Gutschein im Wert von 6'000 Franken für die Siegerin. Du hast noch etwas anfügen? Ja, noch ganz kurz. Ja. Und dann versuchen, kommt auf die Zeit drauf an, ein Bankett im Buckingham Palast zu machen, zu organisieren. Übrigens, wenn das am 21. November passieren, wir kochen da für 24 Leute am Abend das Gala-Diner im gleichen Saal, wo damals Prinz William und Kate geheiratet haben, habe ich auch gekocht. Also wenn immer der gewinnt, der Preis wird überkommen, kurzfristig, dann sind wir ganz sicher bereit, euch das zu offerieren. Und wenn ihr auch länger bleiben, zum Beispiel 3-4 Wochen. Ja, klar. Ich schaue zum Stall. Ja. Ich schaue zu den Tieren und zu den Kindern. Nein, bringe ich Kühe mit. Ja. Tut sie in den Heidepark noch grasen, das ist kein Problem. Schön bist du da, Anton Mosima. Schön, danke vielmals. Danke. Danke. Bleib da bei mir. Komm.
Und wir, komm, bist mir zu früh gegangen. Jetzt wollen wir doch noch einmal schnell die 3 Finalistinnen uns noch schnell einmal anschauen. Ja. Schön zusammengefasst, die 3, die jetzt noch die Chance haben, Siegerin von der Landfrauenküche 2013. Bei der ersten Finalistin Romana Zumbühl gibt es Schwiniges. Die Zahl dazu hat sie im Stall von Mann Walter gerade höchstpersönlich ausgelesen. Das wäre eine schöne da. 105 Kilo. Gut. Schöne, oder? Ja. Tipptopp, Eine richtige harmonisch. Landfrauensau. Die Romana ist eine Kräuterspezialistin. Kein Wunder, kommen die auch gehörig zu essen. Ja, also ich würde vielleicht noch ein bisschen noch. Und das ist gut. Ganz neue Geschmäcker für die Landfrauen. Und die kommen an. Die Romana bekommt für ihr Menü Höchstnoten. So, meine Frauen. Bei der zweiten Finalistin verschlägt die Landfrauen ins Freiburgische zur Annie Simonet auf das eigene Weingut. Und der Wein spielt auch beim Menü eine wichtige Rolle. Erster Wein, natürlich ein Weißwein. Ne? Zweiter Wein, ein Rot, natürlich. Auch in der Küche darf ein Glas nicht fehlen. Merci, gell? Obwohl sie eine Geniesserin ist, beim Kochen entpuppt sich Annie Simonet als Perfektionistin, die hohe Ansprüche an sich selber stellt. Ja, ich bin nicht so zufrieden mit der Präsentation, aber... Voilà. Selbstzweifel sind aber unbegründet. Die Landfrauen geben auch ihre Höchstnoten. Ich hoffe, ihr habt recht. Das hat Hunger. Das müssen die Landfrauen bei der dritten Finalistin auch haben. Weil Dena Köfer kann sich nicht wirklich entscheiden, was kochen. Macht aber nichts. Man kann ja auch einfach alles kochen. Und darum gibt es gerade 4 Vorspeisen, 3 Fleischsorten zum Hauptgang und als Abschluss 4 verschiedene Desserts. Die Landfrauen essen aber alles auf. Also fast alles. Weil beim letzten Gang passt der Löffel nicht ganz ins Dessertglas vom Schokimus. Das macht aber nichts. Auch die Erna bekommt Höchstnoten und steht als dritte Finalistin bei den Landfrauen fest. Erna Köfer, Annie Simonet und Romana Zumbühl. Haben wir euch. Danke vielmals, Karin. Das war eine Pracht, die Tracht. Das habe ich echt noch nie gesehen. Das ist recht wild, finde ich. Wirklich. Schön, danke vielmals. Platz 3. Der dritte Rang gewinnt einen Migros-Gutschein, einen Einkaufsgutschein im Wert von 3000 Franken. Das gibt ja von diesen Miniaturen. Gut, die haben sie ja jetzt nicht mehr. Aber da könntest du ja den Keller füllen mit dem Zeug für die Kinder. Ja, genau. Auf Platz 3. Das ist schon richtig. Mach spannend. Ist es die Romana aus dem Luzernischen? Die Anni oder die Anni vom Murtensee, aus dem Freiburgischen, oder die Erna aus dem Appenzellerland? Verdient, da sind wir uns sicher, hätten es alle. Im Beispielfilm haben wir gesehen, überall hat es immer geheißen, Höchstnoten. Höchstnoten heisst aber nicht unbedingt ein 10. Höchstnoten würde ich sagen, kann auch mal ein 8 sein. Vielleicht war die ein oder andere an einem Ort besser gewesen. Vielleicht war es ein halber Punkt gewesen, wer weiß. Laut dem Urteil von euren Landfrauen, Küche-Kolleginnen, hat man es bei allen geniessen. Bei allen ist man richtig zufrieden wieder heim. Und es hat nie eine Magenstückverstimmung gegeben. Auf dem dritten Rang und ein Migros-Gutschein im Wert von 3000 Franken gewinnt Erna Köfer. Das ist es auch. Schaut da, Erna. Das ist der Preis. Da gibt es das eine oder andere. Weihnachten ist ja auch schon drin. Gibt es etwas Schönes zum Kaufen? Oder verkocht das Geld. Macht feine Sachen draus. Danke vielmals.
Schön mit dem Blumenstrauß dazwischen. Das hätten wir auch eleganter lösen können. Hey, schön. So, Romana oder Anni? Logischerweise ist da innen die Siegerin und nicht der zweite Rang. Luzern oder Freiburg? Du musst uns ein bisschen drücken. Wer geht zum Anton Mosimann auf London? Lässt sein Weingut oder seinen Hof alleine? Übergibt er vielleicht den Kind, den Jungen? Das wäre ja bei beiden möglich. Wer gewinnt einen 6'000 Franken Einkaufsgutschein von der Migros? Die zweite geht auch nicht leer aus. Dort gibt es 5'000 Franken von der Migros. Da hinten ist der Name. Den Namen habt ihr selber bestimmt. Ihr habt das beurteilt immer am Schluss vom Essen. So. Die Siegerin von der Landfrauenküche 2013 kommt aus Altbüron. Romana das ist der Preis. Alles Gute. Romana! Mami, komm zu mir. Das ist dein Preis. 5'000 Franken Gutschein. Wunderschöner Applaus. Schön, dass du mitgemacht hast. Merci. Tolle Landfrau. Merci vielmals. Und jede Landfrau bekommt noch einen Gutschein im Wert von 1000 Franken für alle Landfrauen. Platz 4 bis Platz 7. Silvia, so, und jetzt lässt die Verwandten dazu. Da. Die müssen doch jetzt die in die Hände nehmen. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzliche Gratulation, Steffi. Einen schönen Abend. Alles Gute, gratulieren. Also, wir machen es da fertig. Jetzt geht es drunter und drüber. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke vielmals fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt alle ein kleines Landfrauenküche-Loch, aber schon nächstes Jahr gibt es die nächste Staffel. Schönes Wochenende. Ich bedanke mich bei meiner Jury, Nico Bermecker, bei der Band und bei allen, die da waren in der Altrüti und bei Ihnen natürlich auch. Schönes Abend. Tschüss!